Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, euer Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. Die heutige Spezialepisode geht wieder mal ein bisschen länger. Es ist nämlich unsere klassische Mid-Season Driver Review. Es gibt ein kleines Ranking und außerdem reden wir noch über die letzten 2 Grand Prix Ungarn und Belgien. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Vergnügen. Und somit startet unser Mid-Season Review. Es ist sehr viel gegangen. Eine Season, die sich irgendwie selber hat retten. Nach den ersten paar Rennen hat man schon wieder gemeint, es ist Max Verstappen Dominanz. Aber ich glaube, wir dürfen uns noch auf ein paar sehr, sehr spannende Rennen freuen und vielleicht sogar auf einen kleinen Championship-Fight. Wenn wir aber schon beim Championship-Fight sind, fangen wir doch mal dort an, wo er definitiv nicht vorhanden ist, und zwar bei Sauber. Meine erste Notiz ist einfach mal, was ist eigentlich los mit Sauber? Das ist genau so aufgeschrieben. Erstens einmal Performance das Jahr absolut katastrophal. Vom Team, von den Fahrern kannst du es halt kaum bewerten, weil das Auto so schlecht ist. Und jetzt merkt man auch, dass in den höheren Etagen Sachen passieren. Es hat ein bisschen Machtringen gegeben zwischen Seidl und dem Hoffmann. Der Hoffmann ist ja der eigentlich Leiter vom F1-Projekt von Audi selber. Und wegen dem erstaunt es mich, dass jetzt gerade beide gehen. Ich weiss nicht, ob beides auf gegenseitigem Einverständnis ist oder der Seidl vielleicht auch gesagt hat, nein, gar keine Lust mehr. Das ganze Projekt gefällt mir nicht mehr. Aber ich finde das ein bisschen beängstigend, wenn so ein grosser Charakter einfach rausgeht. Aber dafür kommt der Binotto rein und da frage ich mich aber auch, ist das wirklich ein Ersatz, wo ein Seidl gut ersetzen kann? Da muss man aber wiederum auch sagen, der Binotto und der Seidl haben eine ähnliche Karrierelaufbahn gehabt. Beide haben nicht unbedingt ihre Teams selber wirklich aus der Scheiße rausgeholt. Also man merkt jetzt, McLaren ist ohne Seidl doch auch noch ein bisschen besser geworden. Bei Binotto schon ganz klar, dass er das Team nicht wieder auf Platz 1 hat können umbringen, wie es jetzt der Freddy schon 2-3 Mal geschafft hat wieder. Also ja, ich finde, das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen, aber es ist gleich kein Maracuja, der da reingesetzt wird. Verstehst du nicht mehr? Wenn man das so... Ja. Jetzt habe ich Lust auf einen Drink, nein? Genau so. Nein, was sagst du zuerst mal von dem Off-Track-Zeugs? Was haltest du von dem grossen Wechsel, der da passiert? Ja, also ich bin auch recht überrascht gewesen. Also vor allem, ich habe eigentlich den Seidl immer recht einen sympathischen gefunden und auch einen, der halt auch sich auskennt mit der Materie. Aber es wird schon recht gehagelt haben dort. Ich finde es einfach ein bisschen übel oder bitter für den Seidl, da er ja eigentlich McLaren verloren hat, eben weil er das Audi-Projekt cool gefunden hat und er ja auch reingeholt wurde und jetzt ist er eigentlich gedroppt worden. Und das finde ich schon echt bitter. Allerdings, du hast vorher eben gesagt, also, eben, bei McLaren ist es mit Seidl auch nicht so richtig gelaufen. Ich würde sogar eher sagen, durch den Seidl ist überhaupt der Weg richtig geleitet worden. Ich meine, in 21 war er ja noch dort gewesen und er hat mal die erste Doppelsieg gegeben von McLaren noch mit dem Ricciardo und dem Norris. Ist 21 gewesen? Ja, ich glaube es 21, ja, 21, ja. Und ich finde, er hat das ganze Team schon ein bisschen in die richtige Richtung geleitet und ist dann halt einfach gegangen und wie heisst der Stella, irgendetwas so, Stella heisst er, der hat natürlich einfach den Job gut übernommen und macht natürlich auch einen sehr guten Job, das muss man ihm einfach auch lassen. Aber ja, ich finde es halt einfach ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wo er jetzt hergeht, ob er in der Formel 1 bleibt oder ob er jetzt noch irgendwie in eine andere Rennklasse wird reingehen. Aber ich denke, er wird schon ein bisschen fehlen, wobei er schon jetzt eigentlich auch nicht mehr so aktiv war bei Sauber. Er war mehr wirklich im Hintergrund und hat Zeug eigentlich gemacht. Ob jetzt das der Binotto besser kann, who knows. Vielleicht ist Binotto sein Masterplan von Anfang an gewesen, Ferrari verloren und dann nachher zu Audi gehen. Wer weiß, das weiß nur er und wahrscheinlich auch Audi. Aber ja, ich bin ja nie so ein riesen Binotto-Fan gewesen. Ich halte nicht viel von ihm. Er ist aber, muss man an dieser Stelle sagen, eben nicht Teamchef, sondern er ist wirklich der Chefchef, der eben das ganze Audi-Projekt leitet. Das heisst, es wird dann noch ein neuer Teamchef kommen. Man munkelt hier auch, dass der Wheatley soll kommen von Red Bull als Teamchef dann. Das wäre dann nachher der nächste Super-GAU
Und da kann man dann eigentlich auch schon langsam von einem Zerfall von Red Bull reden, so wie das Anfang dort aussieht. Und ja, aber auch zu der aktuellen Performance jetzt eben noch unter Sauber, muss man sagen. Es ist natürlich schon ja, alles andere als toll. Sauber hat wirklich noch keinen einzigen Punkt geholt in dieser WM. Ich glaube aber, es liegt halt wirklich nur so ein bisschen daran, dass halt das ganze Team oder das ganze Sauber-Projekt, sage ich jetzt mal, noch wirklich eigentlich nur noch über die 2 Jahre reingeschleicht wird und gar nicht mehr gross irgendwie etwas gemacht wird, weil halt einfach so viel im Hintergrund läuft mit Audi. Also es sind jetzt blöd gesagt einfach so 2 Übergangsjahre, kann man sagen. Und ich denke, das ist auch nicht mal so falsch, wenn man das sagt. Es ist natürlich schade, weil ja, es ist natürlich nicht so cool, dass jetzt gerade so unser Team, Sauber, unser Schweizer Team, so hinten nachfährt und eigentlich so in den Boden gestampft wird. Aber ich bin eigentlich recht zuversichtlich, dass sobald Audi wird kommen, dass da doch ein bisschen ein Aufwärtstrend wird kommen. Vielleicht nicht gerade von Anfang an, vielleicht auch nicht gerade unbedingt in der ersten Season. Aber ich denke, der Aufwärtstrend der könnte schon um sein dann, mit Sauber Audi. Zum Seidel absolut. Ich glaube eben auch, dass er so ein bisschen der Weg für McLaren eigentlich geebnet hat. Er hat grosse Team-Changes eben auch gemacht, intern. Von dem her ja. Also ich bin ganz auf deiner Seite dort. Aber ob es die richtige Entscheidung ist mit dem Binotto, werden wir noch sehen. Er ist schließlich eine technische Expertise, aber ja, that's about it. Bei Audi selber, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das wirklich etwas bringt. Die einzige Hoffnung, die ich habe, ist, dass der Audi-Motor wirklich gut wird sein. Was halt auch schwierig ist, weil die noch keine Formel-1-Erfahrung haben. Also wirklich null. Schwierig zu sagen. Ich sehe ehrlich gesagt nicht so viel Gutes, wo kommt. Weil in meinen Augen ist, wenn Audi gut performen, dann müsste es jetzt schon passieren. Und ich weiß nicht, ob das ein bisschen vom Seidel so gekommen ist oder ob das generell von den Führungsregeln von Audi ein bisschen so gekommen ist. Ja, wenn wir dann reinkommen, kommt es dann schon gut. So fühlt sich für mich das Team gerade an. Man versucht gar nicht jetzt schon besser zu werden oder Sachen aussortieren, die nicht funktionieren. Wegen dem bin ich gespannt, ob das einfach wieder so ein BMW-Ding wird, wo BMW, respektive Audi, einfach wird verlangen, nachher selber nicht wird liefern und nach 3-4 Jahren ist das Projekt schon wieder vorbei. Und das ist so ein bisschen meine Angst, wo sich momentan ein bisschen am Aufbauen ist, weil, wie du schon gesagt hast, Bottas und Show gar kein Punkt. Erstaunlicherweise der Show anscheinend besser abgeschnitten jeweils in den Rennen als der Bottas, aber beide Fahrer haben für mich absolut keine Ahnung, sie sind nie aufgefallen, weil sie auch nie haben können auffallen, weil sie nie am Fighten sind. Also, wenn wir jetzt denen mal eine kleine Mid-Season-Bewertung geben sollten, keine Ahnung, ich habe wirklich keine Ahnung, was die Season gemacht haben und würden einfach beide 5 geben, was schön in der Mitte ist. Ja, also, ja, ich wahrscheinlich nicht mal, ich würde Ben irgendwie ein 3 von 10 geben. Vielleicht im Bottas ein 4 von 10 wegen sein Content, den er produziert für das Team. Das würde ich ein bisschen noch, würde ich noch ein bisschen aufnehmen. Noch. Auf Social Media sind sie schon recht aktiv, aber wenn natürlich halt Formel 1 kein Geld reinspielt, dann muss es natürlich über Social Media reinkommen. Ja, aber es ist schon so, es ist halt einfach traurig und man kann halt einfach die Fahrer wie nicht richtig bewerten. Beide auch immer noch ohne Vertrag in der Formel 1, also keine Ahnung, wo die hergehen. Bottas ist ja lange noch ein bisschen mit Williams in Verbindung gebracht worden. Das hat sich jetzt aber auch in den letzten paar Tagen erübrigt eigentlich. Also das wird ja auch nicht passieren. Ja, darum bin ich gespannt. Was ich einfach noch recht spannend finde, ist halt eben das vakante Cockpit noch sauber, sprich eigentlich für 2025. Weil, wenn ich jetzt so auf den Fahrermarkt schaue, ich habe wie keinen Plan, oder wirklich, also ich habe wirklich keinen Plan, wer ich jetzt da reinsetze in das Cockpit rein. Weil ein Bottas könnte Sinn machen, er hat immer noch nach wie vor wegen der Erfahrung und weil er halt schon mal im Top-Team gefahren ist, wo Weltmeisterschaften gewonnen hat. Das ist so sein einziges Hauptargument, sage ich jetzt mal, und halt eben, weil er natürlich halt auch noch recht populär ist bei den Leuten. Aber so aus Audi-Perspektive macht es wie keinen Sinn, dass du zum Beispiel einen Rookie holen willst, wenn du so ein neues Projekt startest, weil du willst auch irgendwie lieber jemanden haben, der ein bisschen Erfahrung hat. Aber du willst ja auch einen, der gut performt und da kannst du Bottas fast auch nicht trainieren, weil der Bottas hat im Moment nicht gut performt, beziehungsweise eben, es ist schwer einzuschätzen. Und dann nachher
sonst irgendwelche Fahrer auf dem Markt irgendwie. Also es hat wie kein Fahrer, jetzt abgesehen, sage ich jetzt mal, von einem Perez, wo höchstens so vielleicht könnte interessant sein, aber ich denke nicht, dass Audi Interesse hat an einem Perez. Ja, wo kannst du irgendwie reinnehmen? Darum, ich finde das vakante Cockpit bei Sauber finde ich momentan so schwierig zum Einschätzen, wer das jetzt könnte holen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keinen Plan. Es ist wie so, normalerweise zeichnet es relativ schnell mal ab, welcher Fahrer ist im Rennen etc. Bei allen Teams wird immer schön groß darüber geredet, man hat Hintergrundinformationen, es gibt Leaks. Bei Sauber ist einfach gar nicht. Also entweder ist ihr HR-Department so gut, dass sie einfach keine Informationen rauskommen, oder, das denke ich eben eher, sie werden so ein bisschen rausgelassen leider im Fahrermarkt, im ganzen Zirkus, weil wahrscheinlich kein Fahrer sich momentan effektiv interessiert, dort hinzugehen und das einfach so ein bisschen als letzte Station wahrscheinlich wird nehmen. Weil, soweit ich mitbekommen habe, ist sogar Kevin Magnussen bereits schon wieder nur im IMSA-Projekt umschauen, anstatt dass er schaut, ob er noch zu Sauber könnte gehen. Also, das wäre noch geil. Einfach Hülkenberg und Magnussen beide bei Sauber. Alter, das wäre noch geil. Von Haas zu Sauber beide. Das wäre geil. Nein, also für mich ist es so ein bisschen, Hülkenberg ist eine klare Choice. Ich finde persönlich, das Beste, was sie machen könnten, wäre den Bottas behalten. Weil was du jetzt brauchst, sind Fahrer mit Erfahrung, gute Fahrer. Fahrer, die dir halt wirklich das Team aufbauen können, die dir guten Input geben können, die das Auto developen und die das Team um sich herum shapen. Und dann, wenn es wirklich dazu kommt, dass es sauber gut ist, dann hast du hoffentlich gute Nachwuchsfahrer wie Zane Maloney, wo sie letztes Jahr Red Bull abgekrault haben, wo in meinen Augen wirklich eine sehr, sehr gute Performance anlegt in der Formel 2. Generell hat es im Formel 2 sehr viele spannende Fahrer momentan. Unerwartet zum Beispiel an Paul Aaron, der gar keine Affiliation hat mit keinem Team, ist irgendwie verbunden, wo aber eigentlich schon das ganze Jahr über nur auf Platz 1 und 2 ist in der Fahrerwertung. Und eben, solche Fahrer könnten dann in Zukunft spannend werden, aber jetzt sicher noch nicht. Und von dem her, Kontinuität ist sicher das Beste, was sie machen können. Die einzige Frage oder Gefahr ist dann dort, dass ein Bottas sich für ein anderes Team entscheidet. Wer hat einfach gesehen, dass es nicht vorwärts geht. Ich meine, wer weiß, vielleicht kommt ganz am Ende des Jahres raus, dass Mercedes den Antonelli nicht kann nehmen kann, weil es doch von den Superpunkten nicht reicht. Und dann sagt der Bottas, weißt du was, ich gehe schnell für ein 1-2 Jahre wieder bei Mercedes fahren. Und dann, ja, was machst du? Dann hast du den Bottas auch nicht. Das sind alles so viele Möglichkeiten, die noch offen und im Raum stehen. Wegen dem Sauber muss sich langsam entscheiden, was sie machen, sonst haben sie dann gar keine Fahrer mehr. Oder keine ja guten, gut, also zumindest. der Kimi hat ja die Superpunkte für die Formel 1 rein. Was er einfach, also im Feld ist ja eigentlich, ursprünglich hat es immer geheißen, weil er nicht 18 ist, aber das haben sie mittlerweile auch wieder aufgehoben. Jetzt musst also kannst 17 sein in die Formel 1 kommen. Ja, ich denke, das ist ein Thema, das wir sicher auch noch ansprechen, wenn wir dann bei Mercedes sind. Ja. Da gibt es auch noch ein bisschen News oder interesting Stories dazu. Genau. Ja, aber ja, sonst eigentlich würde man jetzt noch an dieser Stelle über Performance von Sauber bei Spa und auch bei Ungarn reden, weil das sind ja die letzten 2 Rennen gewesen, wo by the way wirklich sehr, sehr gute Rennen waren. Allerdings von Sauber-Seite her ist da nicht viel passiert. Eigentlich gar nicht. Einfach der Joe, der halt einfach, ist Dings, ich glaube Spa war es, wo er rausgeflogen ist, beziehungsweise hat ja ein Hydraulikproblem gehabt, ich meine, Genau. irgendwie so etwas, und dann ist er ausgeschieden. Das war glaube ich das Einzige gewesen, aber sonst ist, ist von Sauber-Seite her das Ganze sehr überschaubar gewesen. Yes, sagen. definitiv. Ja. Gibt nichts Spannendes zu sagen darüber. Genau. Was mich sehr erstaunt hat, und ich muss es jetzt nochmal gegen Fact checken, weil das nächste Team, stimmt das, ist wirklich Williams in der Konstrukteursleitung. Ja. Was sehr erstaunlich ist in meinen Augen, weil mir ist das Team eigentlich relativ positiv aufgefallen. Also, das ist auch das Problem. Es ist auf einer Garagenseite positiv aufgefallen und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso dass es auf Platz 9 ist. Also, ihr habt es sicher noch mitbekommen, es hat jetzt eine ganz klare Entscheidung gegeben, wer zu Williams kommt, und ich muss sagen, Williams wird nächstes Jahr eines der stärksten, wahrscheinlich sogar Top 3 stärksten Driver-Lineups haben. Wir sind der Carlos Sainz und der Alex Albon. Haben sie sich jetzt gesichert. Carlos Sainz sogar einen 2-Jahres-Vertrag mit einem potenziellen +1 noch unterschrieben, so wie ich das mitbekommen habe. Und
keine Ahnung, also die generellen sozialen Medien sind so ein bisschen, keine gute Entscheidung und so für mich. Ich finde, das ist fast das beste Team, das ich sich aussuchen kann, weil es hat einfach einen guten Vibe, es hat einen guten Team-Principle. Und einfach, was sie machen, Williams, fühlt sich für mich richtig an. Und er wird dort dann einfach den Respekt bekommen, den er verdient hat. Oder? Und das ist so ein bisschen das, was er vielleicht bei Alpine nicht bekommen hat. Ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Rolle gespielt hat für ihn. Aber für mich ein super Entscheid. Ich finde es eigentlich super, dass er zu Williams geht, bin ich ganz ehrlich. Ja, also der Hauptgrund, wieso das jetzt zu Williams geht, ist ja wegen der Ausstiegsklausel, die er bekommen hat. Der Sauber hat er nicht genommen, scheint und Alpine auch nicht, weil er eben keine gute Ausstiegsklausel bekommen hat. Weil, sind wir ehrlich, der Sainz wird nicht lange bei Williams fahren. Der Sainz fährt nur bei Williams als Übergang. Ja. Und wenn bei einem Top-Team irgendwo wieder eine Tür aufgeht, dann wird er dort hergehen. Weil ganz ehrlich, er ist auch ein Fahrer, der in ein Top-Team reingehört, in meinen Augen. Weil er einfach wirklich, muss man jetzt wirklich Revue passieren, jetzt die ganzen letzten Jahre bei Ferrari, hat eigentlich immer einen guten Job gemacht, bis auf 22. Dort hat er ein schweres Jahr gehabt, weil er halt wahrscheinlich einfach mit der neuen Fahrzeuggeneration nicht klargekommen ist. Aber sonst hat er eigentlich immer einen guten Job gemacht. Und der Sainz hat wahrscheinlich, also man munkelt, man weiß den Vertrag nie ganz auswendig, aber man munkelt eben, dass er dort eine gute Ausstiegsklausel bekommen hat bei Williams. Wenn ein Top-Team sich irgendetwas würde geben, kann er gehen. Und das kann ich mir auch schon gut vorstellen, weil ich denke, Williams ist einfach happy, dass sie jemanden haben, der bei Ferrari gefahren ist, bei McLaren gefahren ist, ja, Renault, ja, egal. Aber auch, ja, hat ja auch, sag ich mal, was ist das so, Toro Rosso dazu mal ein bisschen Erfahrung hat dort. Also er hat halt schon bei mehreren Teams gearbeitet, also er weiß eigentlich so, wie gewisse Teams funktionieren. Und ich glaube, das ist für den James Vowles einfach schon mega viel wert, dass er halt einfach jemanden hat, der bei mehreren Teams war, der weiß, wie was funktioniert, dass sie eventuell etwas können, integrieren von anderen Teams oder halt einfach auch besser können machen wie andere Teams. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der ausschlaggebende Grund gewesen, dass er dort herkommt. Und eben der Sainz, ich denke, er ist schon der richtige Mann. Ich denke auch für den Sainz ist schon auch die beste Option. Hat eben, wenn man in die Zukunft schaut, wo er möchte noch herkommen und so. Weil ich denke, bei ihm wäre es wahrscheinlich schon mal das Thema, dass er vielleicht dann gleich mal für Audi fährt, wenn Audi dann wirklich stark ist. Ich glaube, es hat auch nicht so Lust gehabt, von Anfang an für Audi fahren, wenn sie da noch irgendwie voll ihre Struggle haben mit den neuen Engines und so. Also irgendetwas muss ja schon sein, dass sie nicht ganz überzogen hat dort. Aber ich glaube, für ihn an sich ist es gut. Ich denke, für Williams ist es gut. Also es ist eigentlich momentan so ein bisschen ein Win-Win. Und eben, klar, man könnte jetzt sagen, so, hey, geh doch einfach zu Mercedes, hast zwar noch einen Jahresvertrag, du dich aber beweisen und dann nachher schaust du weiter. Aber ich glaube, für ihn ist das einfach ein bisschen zu riskant gewesen, weil eben Mercedes, klar, sie sind momentan jetzt wieder ein bisschen stärker, aber du weißt halt nie, wie es nächstes Jahr ist. Vielleicht sind sie dann wieder ein bisschen am Struggle, sind vielleicht wieder in der Krise drin. Und dann nachher, hast du nur ein Jahr, um dich zu beweisen, hast aber das Auto nicht dazu, um dich zu beweisen. Und dann droppst du aus der Formel 1 raus, weil halt dann eben Kimi Antonelli oder weiss nicht wer kommt. Und das wäre natürlich auch scheiße. Darum denke ich so, er hat vielleicht einfach die sichere Variante gewählt. Und glaube ich, ist es mit den Williams sicher eine gute Entscheidung gewesen. Ja, denke ich auch. Und vor allem, weißt du, das mit dem Beweisen ist halt wirklich auch so ein Ding. Also wer weiß, vielleicht hat er dann ein schlechtes Jahr und bei Mercedes fällt das dann deutlich besser auf als bei Williams. Wäre dann auch scheiße, wenn nachher seine also eigentlich seine Fahreranerkennung wegen dem einfach schlechter wird. Also von dem her, wenn man halt da schaut, was effektiv, also wirklich offen war für ihn, es wäre Haas gewesen, es wäre Sauber gewesen, es wäre Alpine gewesen und es sind einfach so ein bisschen, bei Sauber ist Tumult, bei Alpine ist Tumult und ja, Haas ist halt einfach Haas. Also verstehe ich eigentlich schon, dass er sich für Williams entscheidet, weil das ist das Team von diesen 4, wo in meinen Augen so den besten Trend gegenüber hat. Klar, Haas hat das ja gut performt, aber ich vertraue gleich noch nicht darauf, dass Haas nächstes Jahr wegen dem wird gut sein, weil ja, der Hülkenberg hat gut performt bei Haas, muss man sagen. Der Hülkenberg, ja, das ist eigentlich wirklich das. Also stimme ich dir absolut zu. Nicht so, dass der Magnussen da mitgezogen hat. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Williams eigentlich selber auch. Ja. Ja, bei Williams selber
wenn man jetzt die Fahrer so ein bisschen anschaut, was die das Jahr gemacht haben, also für mich ist es einfach ganz klar, der Sargent, ich weiss nicht, ob man ihm wirklich noch eine zweite Chance hätte müssen geben. Für mich war eigentlich klar gewesen, schon gegen Ende letztes Jahr, dass das einfach nicht länger für ihn, dass er einfach nicht genug gut ist. Bei Formel 1, ich weiss nicht, ob man noch ein bisschen den amerikanischen Markt hat aussaugen, so lange wie es geht. Aber er ist jetzt ja anscheinend IndyCar-bound, also der wird jetzt wahrscheinlich in die IndyCar fahren. Passt in meinen Augen besser für ihn. Er hat auch das Jahr keine gute Performance gehabt, er hat letztes Jahr keine gute Performance gehabt. Ist wie es ist, ich gebe ihm knallhart einfach aus Goodwill, weil er ein guter Käfer ist, ein 2. Er hat nichts geleistet, es tut mir leid. Ja. Und Alex Albon ist für mich natürlich wieder auf eine ganz andere Schiene. Er hat so noch nicht so die Standout-Performance gehabt, wie er sie letztes Jahr 2-3 Mal schon gehabt hat. Aber er hat auch 4 Punkte reingeholt. In einem Fahrerfeld, wo halt wirklich maximal so P10 und P9 ab und zu mal offen ist, um noch Punkte zu holen, weil die vor den Teams alle so gut sind momentan. Also absolut ein riesen Chapeau an den Albon und ich glaube schon, dass der Williams das Auto ihm eigentlich gibt, wo ja, die nächsten paar Rennen jetzt, die 11 Rennen, die noch kommen, er doch noch Punkte kann holen. Also für mich, Albon, ihm gebe ich jetzt dieses Jahr mal ein 7. Schon Luft nach oben, so Mitte Season, aber ich denke, das 7 wird er safe noch verbessern bis Ende Jahr. Ja, also ich würde dem Logan würde ich wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Ja, ich würde wahrscheinlich schon als 2 von 10 geben, aber nicht, weil er sympathisch ist, sondern halt einfach, ja, weil 1 wäre, glaube ich, schon ein bisschen bodenlos. Elben, ja, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von ihm, muss ich ehrlich sagen, weil es hat am Anfang hat er gesagt, wo das Auto vorgestellt wurde, ist so, ja, eben, das sei jetzt ein neues Chassis und alles. Das alte sei mega schwierig gewesen und wir müssen jetzt den Fahrstil aufs neue Chassis anpassen. Es sei aber einfach oder besser, aber sie sind ja gleich mehr am Strugglen, weil halt einfach die Entwicklung nicht so da ist wie bei anderen Teams. Zudem, kleiner Fun Fact, der Elben hat am meisten DNFs von allen. Und darum würde ich ihm ein 5 von 10 geben. Okay. Das ist mir gar nicht wahrscheinlich, dass er die meisten DNF hat. Er hat 3. Sind es aber mehr Auto-related? Also ich hätte nicht das Gefühl, dass Crash-related sind, oder? Ja, er hat am meisten... Also, einer ist in Kanada, aber dort kann er nicht viel dafür. Dort ist er vom Sainz rausgecrashed worden. Dann nachher war Australien, wo er den Wagen selber in die Wand gesetzt hat. Noch dort. Nein, beziehungsweise war im Qualifying gewesen, aber dort hätte er nachher den Sargent nicht können starten. Aber er hat 3 DNFs, wir haben es aber erst gerade gestern oder vorgestern im Stream gehabt. Ja, also er hat am meisten DNFs. Nicht wenig, ja. Für mich ist einfach so ein bisschen, weißt, wie er Punkte geholt hat, das ist das, was halt ein bisschen anläuft, weil er halt, er ist 2-mal 9. geworden. Also 2-mal hat er eigentlich Maximale, wo mit einem Williams rausgeholt. Von dem her. Ja, aber weißt du. Sonst fährt er halt oft P11 und P12. Das ist halt eigentlich schon spricht für ihn. Ja, schon klar. Aber weißt du, ich meine, letztes Jahr hat es geheißen, ja, das Auto, das sie haben, sei brutal schwer zum Fahren. Und letztes Jahr haben sie 28 Punkte geholt. Stimmt, und jetzt hörst du es eigentlich nicht. Jetzt hörst du das Auto ist langsam gut. Auf allen Bereichen. Also ob es gut ist, sei dahingestellt. Aber sie haben einfach gesagt, es sei jetzt eigentlich viel einfacher zum Fahren oder besser. Also das haben wir am Anfang gesagt. Wahrscheinlich ist es ja gleich nicht so. Weil es ist schwer, weil du es offensichtlich mehr Punkte holen. Also von dem her, ja. Also weißt du, wirklich nichts gegen den Elben. Den Elben finde ich mit unter anderem wirklich einer der talentiertesten Fahrer. Definitiv. Und er passt wirklich mega gut zu Williams. Und ich denke, Williams ist auch mega happy mit ihm. Ich finde es halt einfach ein bisschen schade, dass halt einfach, ja, wie Performance halt noch nicht so rum war. Halt. Aber es ist halt Williams halt auch, da muss man halt sagen, die haben manchmal ein bisschen ihre Höchst und ein bisschen wieder ihre Tiefs, aber ja, jetzt schauen wir mal, wie es in der zweiten Saisonhalbzeit wird, aber ich gehe nicht davon aus, dass da gross irgendwie etwas wird kommen an Änderungen und so. Ich glaube, so allgemein nächstes Jahr könnte recht bitter werden in der Formel 1, weil sich so viel schon für die neue Generation werden konzentrieren oder sich auf die neue Generation wird konzentrieren. Dass wahrscheinlich 25 Saison nicht viel wird gehen. Also ich denke, bei Williams wird nicht viel gehen und ich denke, bei Sauber zum Beispiel nicht viel gehen. Ja, also ich finde die Bewertung absolut legitim, vor allem wenn du halt eben vergleichst, was er letztes Jahr so gemacht hat. Also, ich
erste halbe Season ist es definitiv nicht so gut gewesen wie letztes Jahr, kann man sagen. Du hast gesagt 5, ja? 5, ja. 5. Ja, nein, finde ich legitim. Absolut. Ja, auch dann wieder, wenn wir jetzt racetechnisch schauen, Ungarn, Belgien, ist eigentlich nicht viel passiert bei Williams, aber nicht noteworthy in meinen Augen. Oder hast du irgendetwas notiert zu diesen Ländern bei Williams? Nein, ich habe mir nicht aufgeschrieben. Gut? Nein, habe mir nicht aufgeschrieben. Dann gehen wir, würde ich sagen, weiter zu dem Team, das jetzt zwischen diesen zwei Rennen eigentlich für am meisten Aufruhr gesorgt hat. Kaum ein Team hat so viele Änderungen und Wechsel etc. wie Alpine. Und ich plädiere ein weiteres Mal darum, Alpine Downfall. Es ist ja eigentlich fast schon passiert. Aber ich weiss, das Argument ist, nein, Alpine Downfall wäre schon, wenn Alpine sich jetzt verkaufen lässt oder den Namen wechselt. Oder, ja, aber man ist dann kurz davor, glaubt man es. Es ist eigentlich, ja, weil ich meine, wieso tust du deine Invieri, das wird ja wahrscheinlich zugehen sogar, also wieso tust du dein eigenes Motorenprojekt einstellen, wenn du nicht das Team verkaufen willst? Weil ein Team, das du nicht an 2 Standorten hast, wo du nur Motoren davon beziehen, ist so viel einfacher zum Verkaufen. Und das einzige Gute in meinen Augen, was sie in der letzten Zeit gemacht haben, ist der Bruno Fama rausschießen. Das habe ich am Anfang Jahr schon predicted, dass das passieren wird. Und jetzt, was ich sehr, sehr cool finde, ist der Oliver Oakes. Jemand, der wahrscheinlich niemand auf dem Schirm hatte. Aber das ist der momentane Teamchef von Hi-Tech. Und vielleicht schnell zu ein bisschen erklären, für die nicht so Formel 3, Formel 2 schauen. Teamchefs sind oft bei Formel 3 und Formel 2 die gleichen, wenn es das gleiche Team ist. Und Hi-Tech hat Formel 3, Formel 2 den Oliver Oakes als Teamchef. Und er ist ein junger Kerl, aber er ist unglaublich gut und ich bin überzeugt davon, dass er unglaublich gut ist, weil, als ich angefangen habe, Formel 2 zu schauen, das war eigentlich so ein bisschen 2019 umeinander, dort war Hi-Tech noch nie jetzt gewesen. Und auf einmal sind die Huren weit oben gewesen. Ja, weißt du wieso? Geld? Ja, weißt du, von wo Mazepin? Ja, genau. Richtig. Aber, und das ist eben das, Mazepin ist weg, das Geld ist nicht mehr rum und der Oliver Oakes hat das Team zu oberst oben behalten. Und der Paul Aaron ist momentan der zweitbeste Fahrer, der fährt für Hi-Tech. Und viele Fahrer wollen auch einfach sehr gerne für Hi-Tech fahren. Und das ist immer so ein bisschen, man sagt immer, es ist eine One-Make-Series. Also es ist nur ein Auto, man kann nicht selber entwickeln etc. Das stimmt schon, aber trotzdem gibt es einfach Teams, die immer wieder gut performen. Unter anderem zum Beispiel ART, Prema. Aber ja gut, Prema ist ein bisschen am Strugglen mit der neuen Generation. Absolut, absolut. Und Hi-Tech ist jetzt mit der neuen Generation definitiv eher das Team, das man dafür fahren will. Und von dem her finde ich eigentlich absolut ein safe Bet. Man geht nicht auf irgendwelche alte Formel 1 Teamchefs, die vielleicht performen, aber nicht so aufgefallen sind früher. Man hat aber auch nicht eine grosse Auswahl davon gehabt, von guten F1-Teamchefs. Man nimmt nicht irgendeinen internen Technical Director oder sonst irgendjemand wie der Bruno Fama intern war und promoten ihn einfach mal. Nein, man hat wirklich geschaut, was ist der beste Kandidat, so fühlt es für mich an. Und ja, also Oliver Oakes ist für mich eine Entscheidung, die ich sehr spannend finde und wo ich ja eigentlich kaum darauf warten zu schauen, wie er wird das Team umdrehen, hoffentlich. Ja, also ich finde auch die Entscheidung recht gut. Wird ja immer ein bisschen nachher gesagt, dass ich wie ein junger Christian Horner. Und ich denke schon auch, dass er das Team wird können wieder ein bisschen aufbauen und alles. Aber da muss man auch wieder sagen, es braucht dann halt einfach ein bisschen Zeit, weil gerade eben Alpine ist momentan so eben halt ja am Zerfallen halt wirklich. Das kann man anfangen wirklich so betiteln. Weil eben das mit den Motoren, also es ist glaube ich noch nicht zu 100% fix, aber es sieht wirklich schwer danach aus, dass sie Motoren möchten einstellen und das wäre eigentlich so gesehen schon ein rechter Verlust für die Formel 1. Also jetzt kann man natürlich sagen, ja, kollege Alpine, was für ein rechter Verlust. Ja, man muss halt einfach schon im Hinterkopf behalten. Ich meine, das ist Renault, ich weiss jetzt, seit den 70er Jahren sind die am Motor am entwickeln dort. Also über die ganzen Jahre, ich meine, mit der Red Bull Weltmeistertitel geholt, auch Renault selber Weltmeistertitel geholt mit dem Alonso und alles. Das ist alles von dort her gekommen, die Motoren. Und das hat ja auch funktioniert. Und ja, das geht jetzt einfach so zu, weil halt einfach
weil, also, ich glaube nicht, dass kein Geld ist, aber es rendiert sich einfach nicht mehr für sie. Also ich glaube, das liegt einfach an dem, sie sind halt mega unzufrieden, da sie ja etwa 30 PS weniger Motorleistung haben als die anderen Teams. Und ja, ich meine, die Engines, die sind ja gefreezed, sie können sie ja nicht einfach weiterentwickeln, sie dürfen es ja nicht machen. Darum sind sie halt einfach ganz klar im Nachteil und sie werden auch nächstes Jahr und übernächstes Jahr, also vor allem wenn auch die neue Fahrzeuggeneration kommt, werden sie im Nachteil sein. Und ich meine, da musst du halt dann schon etwas machen und da kann ich auch den Move irgendwo nachvollziehen, dass man dann halt sagt, so, hey, look, für uns, es lohnt sich einfach nicht, wir werden auch in den nächsten paar Jahren hinten fahren, wenn es so weitergeht. Weil wenn du dir jetzt überlegst, wenn sie 30 PS weniger haben und Alpine fährt gleich immer wieder ein bisschen Punkte rein, dann müssen die ja eigentlich wirklich ein geiles Chassis haben. Obwohl dass man immer sagt, so, der Alpine ist irgendwie schwer und weiss was alles, aber irgendwie kommen sie ja gleich immer wieder ein bisschen zwischendurch in die Punkte rein. Also wie wäre das, wenn sie die 30 PS mehr hätten? Dann würden die ja vorne auch wahrscheinlich mitfahren. Weil 30 PS macht viel aus in der Formel 1. Und darum finde ich es halt einfach extrem schade. Und eben, man munkelt jetzt auch, dass das Team soll verkauft werden. Das wäre natürlich dann wieder interessant für den Andretti, weil der wird ja unbedingt in die Formel 1 reinkommen. Wäre natürlich dann plötzlich eine Option, sage ich jetzt einmal, dass er das Team wird aufkaufen wird. Ja, es ist mega schwer. Es ist mit beiden Fahrern auch schwer, beziehungsweise auch mit einem. Und es ist halt, ja, ich weiß es auch nicht. Alpine ist halt momentan so ein bisschen auch mega schwierig zu beschreiben. Ich meine, jetzt haben sie zwar den Flavio Briatore drin, der da wieder ein bisschen auch soll das Ganze auf den richtigen Weg bringen. Ich glaube, da haben sie auch wirklich einen guten Mann, wo das machen kann, auch wenn er ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein eigener ist. Ja, er ist ein eigener und er ist halt einfach, er hat halt seinen Ruf, sage ich jetzt einmal. Aber ich denke, ja, mit einem neuen jungen Teamchef haben und nicht irgendwie einen, der so schon ewig dort ist, der bringt auch ein bisschen neue Dynamik rein und macht auch vielleicht anders, also macht auch Sachen anders wie die anderen und ich glaube, das könnte dann schon auch relativ gut funktionieren, aber wir werden es schlussendlich auch sehen. Und ich bin gespannt, wie sich das Team jetzt noch entwickelt. Ich bin gespannt, ob es verkauft wird oder nicht. Und ja, vom Driver-Pairing her halt. Eben Ocon verlässt ja das Team, geht zu Haas oder ist rausgerührt worden, sagen wir es so. Der Gasly, der bleibt ja noch. Und ja, dort ist ja noch ein Sitz vakant. Momentan kursieren aber sehr, sehr starke Gerüchte, dass ja der Jack Doohan den Vertrag hat oder kurz davor ist zum Unterschreiben. Das ist noch ein bisschen eben so, ja, also wäre das eine oder das andere könnte sein jetzt. Muss aber ganz ehrlich sagen, mit dem Jack Doohan definitiv der falsche Fahrer, den sie nehmen. In meinen Augen, weil da hat es, also klar, ich wirf immer den Mick hin, ich weiß, aber er wäre jetzt einfach viel der bessere Fahrer gewesen für Alpine, weil er macht in der WEC Series so einen guten Job. Er hat Formel 1 Erfahrung, auch wenn es nur 2 Jahre sind und auch bei einem Scheiß-Team war dazu mal, oder beziehungsweise bei einem scheiß Teamchef, aber er hat immerhin die Formel 1 Erfahrung und ich denke auch bei dem Shootout, wo sie hatten in Paul Ricard, dort, wann ist das vor 1-2 Monaten, hat sie auch geheißen, er hat einen super Job gemacht, laut dem Toto, und ich denke auch, er wird wahrscheinlich auch besser gewesen sein als der Jack Doohan, aber ja, die Formel 1 ist halt immer brutal und nicht immer fair. Aber ja, ich hätte jetzt eher den Mick dort gesehen als jetzt einen Jack Doohan. Ja, absolut. Eben, also, man merkt anhand vom Driver-Market, dass das Team von oben ab fehlt einfach irgendeine gewisse Kontinuität, irgendein gewisser Plan, ein gewisses Ziel, was man erreichen will. Und wenn man ein Ziel hat, dann schiebt man sie einfach immer wieder raus, wenn man sie nicht erreicht hat. Also, das ist gut, so der Vorteil könnte jetzt natürlich sein jetzt mit dem neuen Teamchef, weil er ja in der Formel 2 und so aktiv war. Vielleicht kann er das auch ein bisschen mehr berücksichtigen. Ich weiß halt nicht, wie viel das er noch mitspielen kann bei der Fahrerentscheidung oder ob das schon entschieden wurde. Aber ich meine, wenn du jetzt die Wahl hast zwischen einem, der Formel 2 Championship gewonnen hat und einem, der, ja, was ist er, immer P5, P6 irgendwie so der Fahrerwertung rumgegurkt ist, dann würdest du natürlich schon den eher nehmen, der Championship gewonnen hat. Also, ja, wäre logisch, aber ich meine, schau die letzten paar Fahrer an, die von der Formel 2 gekommen sind, den Sargent, den Mazepin, wer soll es noch kommen, Joe, das sind keine Gewinner gewesen, also es ist einfach immer wieder schwierig. Also ich glaube, beim Doohan, das ist eben das, was mich stresst jetzt bei Alpine. Er ist die schlechtere Entscheidung und die Entscheidung in meinen Augen ist nur mit dem
Herz drauf und nicht mit dem Kopf, weil wir halt mit dem Piastri so ein riesen hohen Schlamassel gehabt, dass man jetzt quasi wie wieder beweisen will, dass das Alpine Driver Programm funktioniert. Aber da bin ich ganz ehrlich, du hast auch in der Formel 2 momentan wirklich gute Alpine-Fahrer, wie zum Beispiel ein Kushmaini oder ein Victor Martins, die super gut performen und in der Podiums kämpfen sind, dass Jack Doohan das damals so gemacht hat. Ja, also wenn es einfach nur so eine Stolzsache ist, jetzt den Doohan auszusuchen, finde ich das einfach absolut die falsche Entscheidung. Und ich hoffe schon auch, dass ein Oaks noch etwas reinreden kann. Sei es jetzt ein guter Formel-2-Fahrer oder sei es jetzt ein Mick Schumacher, wären alles bessere Entscheidungen. In meinen Augen die beste Entscheidung, die sie sogar treffen könnten, wäre mit Red Bull ein Abkommen holen, dass sie den Liam Lawson verhauen für 1-2 Jahre. Weil der Mann gehört einfach in die Formel 1. Es tut mir leid. Und es gibt wieder Namen, die in die Formel 1 kommen, wie zum Beispiel beim nächsten Team, wo wir besprechen, der Oliver Bearman, wo ich einfach muss sagen, sorry, er hat es einfach nicht verdient, in der Formel 1 zu sein. Punkt. Und Jack Doohan ist für mich so ein dasselbe. Er ist ein guter Development-Driver, aber für mich ist der Jack Doohan wie ein Fittipaldi. Übrigens ganz cooler Fun-Fact, der Fittipaldi, der Enzo, der wird jetzt nächstes Jahr auch bei IndyCar fahren, was mich mega freut, dass er endlich mal eine volle Saison darf am Rot mitfahren. Aber das war ein Fun-Fact nebenzu. Also ich finde, man sieht einfach anhand von der ziemlich klaren Entscheidung jetzt schon, es ist eigentlich schon fast fix, dass der Doohan geht. Ich denke, da warten wir nur noch auf Confirmation. Und wenn es wirklich so wird sein, muss ich sagen, sieht man wieder einig von oben runter, wirkt sich bis auf die Strecke aus, dass einfach nicht die richtigen Entscheidungen getroffen werden, weil wir einfach, keine Ahnung, weil wir nicht zusammen arbeiten. Und dort hoffe ich schon, dass der Oliver Oaks das kann fixen kann. Das nicht zusammen arbeiten, ja, sieht man halt einfach auch auf der Strecke mit dem Ocon und dem Gasly. Und dort weiss ich nicht, was ich sagen soll das Jahr. Also es ist halt wirklich, klar, das Auto war nie zu oben gewesen, aber ich habe dort das Gefühl, dass mit der Strategie entscheiden etc. immer noch wird der Ocon teilweise bevorzugt, was ich einfach nicht verstehe. Und der Gasly versucht, aber ich weiß nicht, ob er langsam mal seine Geduld mit dem Team wird verlieren. Es wäre vielleicht besser für seine Karriere, wenn das so wäre. Wenn er sich zu einem anderen Team würde anschließen zum Beispiel. Ocon ist ja klar, der geht weg. Von der Fahrerbewertung her, wenn man jetzt mal so schaut, der Gasly hat 6 Punkte geholt, der Ocon 5. Also von den Punkten her kein grosser Unterschied, aber wenn ich mich versuche zurückzuerinnern, was so passiert ist, der Gasly hat 1, 2, 3, 4 Rennen nacheinander Punkte geholt. Und das ist gar nicht für mich das Jahr einfach generell mehr aufgefallen, was er so gemacht hat. Er hat eher mal einen Platz 9 noch reingeholt, als es ein Ocon gemacht hat. Er hat eigentlich konstant gut performt, ist immer um Platz 10, 11 umeinander gehockt. Und der Ocon ist sehr inkonsistent. Er ist mal Platz 16, mal Platz 18. Für mich ist der Gasly einfach besser aufgefallen und wegen dem gebe ich ihm definitiv, ähnlich wie beim Albon, einfach ein gemütliches 7. Luft nach oben, aber eigentlich gar nicht mal so einen schlechten Start gehabt. Beim Ocon kann man ihm aber auch nicht vorwerfen, dass er eine Scheiß-Saison zusammengefahren hat. Also gebe ich ihm einfach ein standhaftes 6, würde ich sagen. Ja, es ist schon so. Also man muss so ehrlich sagen, der Alpine ist Anfangs der Saison schlechter gelaufen als jetzt Mitte Saison. Also sie haben schon auch ein bisschen etwas können verbessern und sind doch eher auch eben so ein bisschen in der Musik dabei. Also es geht zum Beispiel Spa, wo es geregnet hat im Qualifying, sind sie halt auch ein bisschen rum gewesen, weil die halt die 30 PS Unterschied dort nicht so spürbar sind wie jetzt bei trockenen Bedingungen. Ich würde dem Gasly würde ich ein 6 von 10 geben und im Ocon ein 5 von 10, wirklich so average halt. Und zu den Rennen, wo sie gefahren sind, jetzt Ungarn und auch Spa, eben im Ungarn sind sie ja schon ein bisschen, wie soll ich sagen, also nicht bei der Musik oder nicht irgendwie voll dabei gewesen. Sie haben, glaube ich, dort auch keine Punkte geholt, genau, sind keine Punkte geholt. Aber man merkt es schon auf Strecken, wo halt eben nicht die Motorleistung so gefragt ist, dort sind sie halt doch auch ein bisschen eher noch dabei als bei jetzt so Powerstrecken wie zum Beispiel Spa. Wobei in Spa haben sie zwar Punkte geholt, aber dort haben sie es mehr durch eine Strategie rausholen, wo sie gut getroffen haben.
In Spa wollte ich einfach nur herausheben, dass der Ocon ein richtig geiles Überholmanöver gemacht hat in der First Lap nach der Camel Straight. Er ist einfach aussen rum, hat er noch, weiß nicht, ob es der Bottas oder so geholt. Jetzt kann man sagen, er war noch sauber gewesen. Aber das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber er hat einen geilen Overtake gemacht. Und das Auto, das sie hatten, die Livery, war richtig geil gewesen. Die habe ich auch cool gefunden. Hat cool ausgesehen und ich finde auch, dass mit dem Helm noch eine geile Idee war. Gasly mit dem Wolverine-Helm und Ocon mit seinem Deadpool-Helm, der hat so eine Faszination für den. Also, ja, ist noch eine coole Idee. Für Spider-Man hat er so eine Faszination. Spider-Man, ja. Spider-Man. Aber er findet halt allgemein wahrscheinlich so das Marvel-Zeug geil und darum. Yes. Aber ich habe das noch richtig cool gefunden. Das Auto hat richtig geil ausgesehen. Ja, absolut. Ich habe zuerst gemerkt, ob sie jetzt ein Monster-Sponsorship bekommen. Aber ja, das ist ja wegen dem Wolverine. Nein, ist eine coole Livery gewesen. Definitiv. Ja, für mich, Alpine gibt es eigentlich sonst nicht mehr viel zu sagen. Ich würde sagen, wir kommen zu einem Team, das mich positiv überrascht hat. Und zu einem Fahrer vor allem, der für mich, ich würde es noch nicht fix sagen, aber bis jetzt ist er wirklich ganz hoch in der Rede dabei für Driver of the Year. Oder at least, also wirklich mindestens die grösste Überraschung vom Jahr. Und das ist einfach der Nico Hülkenberg. Der Kampf hat einfach eine absolut kranke Saison zusammen, wenn man vergleicht, was sein Team eigentlich ist oder was sein Team eigentlich kann. Er outqualified der Magnussen eigentlich fast konstant und auch in den Rennen fährt er immer davon. Und das spricht einfach absolut für ihn, was für ein Weltklasse-Fahrer er eigentlich ist. Ich war schon immer ein riesen Fan und habe schon immer gesagt, es ist ein Schande, dass das Renault ihn rausgekickt hat. Und dass es so lang gegangen ist, bis er zurückkommt, macht es eigentlich nur noch ein grösseres Fragezeichen mit seiner Performance. Wieso das auch so lange nicht in der Formel 1 war. Es waren ja 3 Jahre, wo er nicht gefahren ist. Und also ich weiss nicht, jetzt haben wir zwar bei den anderen Teams zuerst Off-Track-Sachen besprochen, aber ich wollte eigentlich direkt schon raushauen, dass der Hülkenberg für mich ein 9 verdient hat in der ersten Hälfte der Saison. Ja. Also, wenn wir nicht groß diskutieren, der Hülkenberg hat definitiv einen der besten Jobs gemacht in dieser Saison gegenüber den anderen Fahrern und Teams und alles drum und dran. Also was der mit dem Haas an mich rausholt, das ist wirklich Next Level. Es ist auch schön zu sehen, dass Haas ihre Performance im Rennteam hat können verbessern. Ich meine, die haben jetzt 27 Punkte geholt. Also sie holen nicht immer Punkte, aber regelmäßig Punkte. Die meisten haben es in Österreich geholt. Und ich kann nicht, dass ich es gesagt habe, 22 von diesen 27 sind vom Hülkenberg. Ja, also es ist wirklich gravierend, ja, kann man schon fast sagen. Also er macht wirklich einen guten Job und ich würde ihm auch, ja, 7 von 10 ist glaube ich schon ein bisschen viel. Ich glaube, ich würde ihm ein 8 von 10 geben. Aber halt wirklich auch, dass er, also muss man wirklich sagen, er ist wirklich sehr, sehr stark. Und der Magnussen, ja, er macht an und für sich macht er ja auch nicht so einen schlechten Job. Aber er ist halt doch sehr, sehr unterlegen gegenüber dem Hülkenberg. Und ich würde ihm ein 6 von 10 geben im Magnussen. Ich meine, ist das Anfang des Jahr gewesen, wo ja der Magnussen so, ja, schon das Jahr gewesen, wo der Magnussen in Saudi-Arabien und auch in Miami so auf die Fans gefahren ist, dass der Hülkenberg seine Punkte kann holen kann. Also die Teamarbeit ist bei denen wirklich mega gut. Und sie ergeben da wirklich ein cooles Team, muss man sagen. Ja, und, unerwartet. Unerwartet, ja, sag my balls, mate. Darum, ich finde eigentlich so das Team mit Haas, wie sie es jetzt eigentlich hatten, finde ich cool. Also wirklich cool gefunden. Auch ich finde es schade, dass es halt jetzt wirklich voneinander geht alles. Eben, du hast es vorhin schon angesprochen, der Oliver Burman kommt rauf in die Formel 1. Ganz klar, weil er natürlich halt, ja, schon einen guten Job gemacht hat in Singapur, in Saudi-Arabien. Ja, allerdings in der Formel 2 ist er nicht gerade wahnsinnig stark dabei oder mit dabei. Überhaupt nicht. Ja, darum sei dahingestellt, vielleicht liegt ihm einfach ein Formel 1 Auto besser als ein Formel 2 Auto, who knows. Und eben der Esteban Ocon kommt von Alpine zu Haas, der ist über Alpine rausgerührt worden und fährt jetzt bei Haas dann. Ja, also Ocon ist halt immer so ein bisschen so ein Kandidat, der halt einfach seine Teammates immer recht voneinander nimmt.
Ich weiss halt nicht, ob das wirklich ein guter Entscheid war. Aber ich denke, für Haas, wird es vielleicht schon nicht mal so schlecht sein, dass sie noch einen haben, der gleich auch recht gute Erfahrung hat in der Formel 1. Ich meine, er ist auch schon seit 2015, 16 dabei. 16, glaube ich. Und von dem her ist das nicht mal so schlecht. Aber wir werden es sehen, wie es bei Haas rauskommt. Aber ich denke auch dort wird es mit dem Ocon zusammen hageln wieder. Ich denke nicht, dass das wahnsinnig gut wird kommen. Das wird definitiv hageln. Also dann hast du wirklich noch lieber Magnussen als Teammate, weil ich habe das Gefühl, der Magnussen hat so einfach versteckte Qualitäten, wo viele nicht sehen. Ich glaube eben, dass er jetzt, durch das, dass er ein Kind hat, das so ein bisschen einen Papi-Instinkt hat. Und ich glaube, das hat man so ein bisschen bei Drive to Survive vielleicht ein bisschen gesehen, wie er so über den Mick geredet hat und so, wie er das Vertrauen hatte in den Mick. Und ich denke, auch als Fahrer in meinen Augen, ich rate den Magnussen effektiv über dem Ocon. Das mag auch vielleicht einfach sein, weil ich den Magnussen lieber habe als der Ocon. Das ist ja, mache ich kein Geheimnis daraus, aber ich finde auch, keine Ahnung, er passt besser zum Team, er war schon lange dabei gewesen. Und den Ocon jetzt in ein Auto zu stecken, neben einem Bearman, wo neu muss starten, das wird einfach nicht gut kommen, weil der Ocon wird das Gefühl haben, er muss sich beweisen gegen den Bearman, was schlichtweg nicht der Fall ist, außer der Bearman fährt ihm das Auto davon. Aber beim Bearman, keine Ahnung, ich lasse mich dort vielleicht ein bisschen beeinflussen von seinem Championship-Standing in der Formel 2, aber er ist 15. Er ist 15. Also, klar, er hat viel Pech gehabt, er ist ein ganzes Rennwochenende nicht dabei gewesen in Saudi-Arabien. Er hat viel DNFs gehabt, aber das ist halt auch das. Er hat viel DNFs gehabt und zum Beispiel das letzte DNF, das er hatte in Belgien, für die Formel 2 nicht geschaut haben, hat sich nach links rausgedrängt, hat wollte ich glaube, der Zane Maloney ein bisschen an den Rand rausdrücken, hat aber nicht mitbekommen, dass noch einer außen ist. Und dann denkt man einfach so, ja, es ist erste Runde. Wieso wagst du es überhaupt, einen rauszudrücken, wenn erste Runde ist? Es könnte ja gäbig noch sein, dass noch ein weiterer Aussenführer ist. Und hat nachher wegen dem sich und José Maria Marti einfach aus dem Rennen rausgehauen. Unnötig, vor allem für einen Marti, wo auch relativ viel Pech hat. Und ja, also 15. Platz in der Formel 2, ja, ist eigentlich fast verdient. Und ich finde es ein bisschen frech, dass einer, der einen 15. Platz hat, in die Formel 1 hineinkommt, während du Namen hast wie ein Hadjar, ein Gabriel Bortoletto, ein Paul Aron, Zane Maloney, die einfach abnormal gute Rennen fahren, immer auf dem Podium sind und es eigentlich in meinen Augen mehr verdient hätten, im Driver Talk zu sein. Also, ich finde das Driver-Line-Up wirklich von der Wahl her sehr speziell. Ich habe einfach hauptsächlich Freude daran, dass Haas da so wenigstens ein bisschen besser performt. Aber ob sie jetzt nächstes Jahr noch weiterhin so performen, spielt eigentlich gar keine Rolle, weil mit den Teammates, die sie haben, habe ich nicht das Gefühl, dass sie oft die Punkte fahren, auch wenn sie für ein besseres Auto eigentlich hätten. Also, ja, ich finde es schade. Ich finde, sie machen ein riesen Downgrade im Vergleich zu diesem Jahr, aber der Hülkenberg hat eine gute Entscheidung getroffen, von Haas wegzugehen, schlussendlich, würde ich sagen. Auch wenn es jetzt das so eigentlich ein einigermaßen gutes Auto geholt haben. Voll. Also ich sehe es auch so, also eben, dass sie wirklich ein Downgrade machen mit den Fahrern, aber ja, wir werden sehen, wie sich das wird entwickeln. Ungarn und Belgien, ja, die sind auch relativ unspektakulär gewesen, glaube ich, für beide Teams, also für beide Fahrer, also haben beide keine Punkte geholt. Das Spa ist halt einfach gewesen, weil sie halt einfach Pace nicht haben können gehen, also den Speed auch nicht hatten. Ungarn, muss ich ganz ehrlich sagen, wüsste ich jetzt nicht einmal auswendig mehr, aber ich denke auch, dass sie wahrscheinlich Pace eher nicht so ein bisschen hatten. Aber ja, schauen, wie es dann nachher weitergeht in Zandvoort. Ist ja wieder etwas komplett anderes, vielleicht sind es dann wieder ein bisschen mehr am Start. Mal gucken. V-Carb. Yes! Beste Team. Visa Cash und Racing Bulls. Beste Team. Also, zuerst mal vorab Hut ab vor dem, wie heißt der neue Teamchef? Laurent Mekies. Ja. Ich finde, der macht einen super Job. Er fällt nicht grossartig auf, aber keine Ahnung, ich habe es gerne, wenn er redet in den Interviews, ich habe es gerne, wie sich das Team präsentiert. Er hat wie das Gefühl, dass sich das Team, seit er dabei ist, ein bisschen ernster nimmt. So kommt es mir ein bisschen vor. Und ja,
das ist einfach für mich mal das ist für mich so die positive Erkenntnis, die wir haben für das Jahr. Ich denke aber, der hauptsächliche Tag wird sich eigentlich um die Fahrer begeben. Wegen dem für mich direkt mal die Frage, was haltest du von der Fahrersituation dieses Jahr, respektive auch auf nächstes Jahr raus bei V-Carb? Top. Ricardo ist dabei, super. Ja, sicher, hallo. Wenn der Danny nicht dabei ist, ist es scheiße, schau ich in Formel 1. Nein, also. Ich finde es. Also, man muss so sagen, Yuki hat wirklich eine sehr, sehr starke Saison am Anfang gehabt. Der Ricciardo hat wirklich ein bisschen gestruggelt. Der hat ja in China das neue Chassis bekommen und von dort her ist es dann nachher auch besser geworden. Klar, es ist noch nicht gut. Das wollte ich jetzt nicht sagen, dass er wirklich viel, viel besser fährt als der Yuki, aber er ist jetzt doch ein bisschen in den Qualis und auch es ist so, wenn du so ein bisschen schaust in der Fahrt und so, ist er doch besser dran. Das Problem ist einfach das. In Ungarn haben sie so eine geschissene Strategie ausgewählt für den Ricciardo, dass es ihm gerade Punkte gekostet hat, weil er wäre in Punkte reingefahren und dann ist er einfach hure hinterher gedroppt. Nur weil sie ihn zu früh geholt haben. Und das hat ihn ja hure gepisst dort. Der hat ja noch darauf gewartet, dass er sich entschuldigt am Funk. Und das ist nicht gekommen und er hat es noch hässiger gemacht, weil sie haben genau gewusst, sie haben den Fehler gemacht jetzt. Und er hat es auch gewusst. Der Yuki war... Er fährt eigentlich wirklich immer noch gut, auch schnell und alles. Hat ja jetzt halt in Spa hat er ja einen 60-Place Grid Penalty bekommen. Also eigentlich hat er immer noch ist er in Ungarn losgefahren für auf Spa und hat aber eigentlich schon, ja, immer gute Rennen gehabt. Er hat halt einfach in Ungarn ja ein bisschen einen unglücklichen Crash gehabt dort noch, wo er mit 68G im Fall in die Wand rein ist. Das ist 1 G mehr, als der Grosjean in die Leitplanke hineingegangen ist, in Bahrain, da zum Fall. So krank hat. Also der ist wirklich übelst schnell dort trainiert. Also man kann froh sein, sind die Autos so sicher, weil es hat man sich so grusig verräumt, wären die Autos nicht so stark wie das Jahr. Ja, also dort ist ja ein Abgehoben, gell? Das hat mich gerade ein bisschen so Barrichello in Imola 94 erinnert. Mhm. Oder Hakkinen, ich weiss nicht wie lange her. Also es war schon echt übel gewesen. Und ja, momentan eben die Spekulation eben wegen, ja, bleibt jetzt der Ricciardo bei Visa Cash App Racing Bull F1 Team. Ja, er bleibt dort anscheinend. Also es soll auch die zweite Saisonhälfte fahren. Also weder bei Red Bull noch bei Visa Cash App gibt es einen Fahrerwechsel. Aber eben, es ist Red Bull. Wir wissen, wie es bei Red Bull ist. Heute bist du noch Fahrer dort, morgen bist du kein Fahrer mehr dort. Also es kann sich immer noch ändern. Ich finde es grundsätzlich nicht schlecht oder nicht schlimm, dass jetzt der Ricciardo bleibt. Weil, klar, der Liam Lawson, will ich auch sagen, ist natürlich ein Top-Fahrer und hat auch wirklich sehr, sehr gut performt in der Zeit, wo er dort schnell fahren durfte, weil ja der Ricciardo seine Pfote gebrochen hat. Aber der Ricciardo ist jetzt in den letzten paar Rennen und Qualifyings und alles auch nicht mehr so weit am Schuss wie oder vom Yuki weg gewesen. Klar, er war nicht dominanter gewesen, aber er ist jetzt auch nicht irgendwie extrem weit weg gewesen. Und darum finde ich es eigentlich okay, dass man jetzt sagt, okay, wir fahren jetzt noch ein halbes Jahr noch weiter mit ihm und dann schaut man, ja, wie es dann soll weitergehen. Ich glaube, so in dieser Konstellation ist es okay. Ja, definitiv. Also ich finde V-Carb hat schon eine der stärkeren Line-Ups. Also sicher in der ich sage jetzt mal, Top 5 von allen Teams sind es locker dabei, wenn man nochmal so ein bisschen das Line-Up würde ranken. Also ich finde es wirklich eigentlich eine super Kombination zwischen den beiden. Ich finde, sie ergänzen sich gut, on- und off-track. Ich finde auch, man sieht ganz klar, es realisiert sich einfach wieder einmal, dass der Ricciardo einfach ein bisschen Zeit braucht, bis er drinnen ist. Oder? Das ist eigentlich seitdem er von Red Bull weg ist, bei jedem Team so gewesen. Bei Renault hat er erst im zweiten Jahr performt, bei McLaren. Gut, hat er gar nicht performt, aber es ist halt einfach, es zeigt, er braucht Zeit, um zu zeigen, was er kann. Und ist wie es ist, der Ricciardo ist trotz allem einfach wirklich ein Quality Driver. Ich finde es noch lustig, der Tsunoda, wie du schon gesagt hast, der hat eigentlich die bessere erste Hälfte gehabt.
wenn man alle Rennen anschaut, definitiv. Aber jetzt, wo der Tsunoda hat von gross reden, so, es ist ganz klar, dass ich der Beste bin. So lustig war. In Belgien hat er gesagt, wenn man Performance anschaut, spricht es für sich. Und genau dann in dem Rennen holt sich der Ricciardo Punkte und er fährt auf P16. Ja, schade für ihn, aber ich finde eigentlich, wenn man die ganze Saisonhälfte anschaut, hat der Tsunoda definitiv noch besser performt. Der Ricciardo ist jetzt aber die letzten 3-4 Rennen ja, auf einem Punkt, wo er, ich sage jetzt mal, ein bisschen besser ist vielleicht als der Tsunoda oder auch mindestens mit hat. Also, das ist auch für mich ein bisschen zu gefährlich. Der Tsunoda, oder beziehungsweise der Ricciardo, er hebt nicht ab. Er fährt nicht davon. Er tut nicht absolut die Grund und Boden stampfen. Und jetzt ist für mich so ein bisschen die Frage, ja, was sagt das jetzt aus? Sagt das aus, dass entweder der Ricciardo wieder auf dem Level fährt, wie er früher gefahren ist, weil jetzt hat er wieder ein Team, wo er sich wohlfühlen kann, und der Tsunoda ist einfach so abnormal gut, dass er mithalten kann, oder fährt der Ricciardo einfach nur noch so gut wie der Tsunoda? Wenn man aber in meinen Augen schaut, der Tsunoda ist lange gegen den Gasly gefahren und hat die letzten 1-2 Jahre, wo er gegen ihn gefahren ist, auch mit ihm mithalten. Der Gasly wiederum, er ist ein super Fahrer, aber hat bis auf im 2021, das war einfach seine beste Saison gewesen, hat er eigentlich nicht so, oder nein, im 20 und 2021 sind so seine besten Saisons, hat dort Stand-up-Performances gehabt und jetzt auch wieder nicht mehr. Also ich denke eben, dass der Ricciardo nicht ganz so gut ist, wie er es damals war. Und wegen dem die einfach so ein bisschen gleich auf sind. Das ist für mich so ein bisschen, wenn ich jetzt kann sagen, meine Analyse in dem Sinn von dem Ganzen. Wegen dem, für den Tsunoda gibt es für mich auch, ich weiss, das habe ich schon oft gepickt, aber gibt es ein 7. Und für Ricciardo 6 finde ich unfair, 7 finde ich zu viel, 6,5 gebe ich im Ricciardo für die erste Hälfte von dieser Saison. Ja, also ich sehe, was du meinst. Beim Ricciardo ist es wirklich einfach so, es ist so ausschlaggebend, wie er sich im Auto fühlt. Wenn er sich halt einfach nicht zu 100% wohlfühlt, dann nachher fährt er einfach nicht gut. Also er ist halt wirklich, da muss man halt sagen, er ist jetzt halt nicht ein Verstappen oder ein Hamilton, wo jetzt zum Beispiel auch mal in einem scheiß Auto kann ein bisschen etwas rausholen kann. Oder wenn das Auto nicht gerade so läuft oder wenn das Auto ein Damage hat oder so, dann können die immer noch irgendetwas herzaubern, wegen, sage jetzt einfach mal, wegen dem Talent. Aber ich sage jetzt nicht, dass der Ricciardo kein Talent hat natürlich, aber wahrscheinlich nicht so viel wie jetzt die anderen. Darum, ich sehe es gleich. Mit dem Tsunoda würde ich auch 7 von 10 geben, weil er macht wirklich einen guten Job. Ich finde ihn auch mega geile Sicht, der Yuki. Und im Ricciardo würde ich ein 6 von 10 geben. Okay, ja, sind wir da wohl. Ich glaube, so nicht sind wir noch nie gesehen bis jetzt mit den Punkten. Ja, voll, das ist so, ja. Ja, nein, aber ich glaube, es widerspiegelt einfach, was das Team macht. Das ist, ich finde es geil, wir haben jetzt sicher 10 Minuten über V-Carb geredet und es ist, glaube ich, kein einziges schlechtes Wort über das Team gefallen und ich finde, das widerspiegelt auch so ein bisschen, was sie die Saison gemacht haben. Es gibt einfach wieso nichts Schlechtes zu sagen. Mal doch, stimmt, die Strategie in Großbritannien, oder? Großbritannien? Nein, in Ungarn. Ungarn, ja. Dort hätte ich wirklich der Ricciardo Punkte holen können. Genau, aber das ist für mich das Einzige, was wirklich negativ aufgefallen ist das Jahr. Und wenn sonst operationell alles super läuft, geile Sache. Und weißt du, wie ich am Anfang des Jahres gesagt habe, das ist mit Abstand die hässlichste Livery. Und du gesagt hast, soll sich das schon neu einfahren? Ja, ich finde es doch langsam schön. Ja, schön ist jetzt übertrieben, aber ich finde sie okay. So ich finde das Blau einfach immer noch recht cool, was sie drauf haben. Ja, das ist eben das, was so ein bisschen ausmacht, dass sie wieder zurück zu dem Toro Rosso Blau gegangen sind. Nein, aber weg von Liveries wieder, ja, gutes Team, machen gute Arbeit. Nicht so, wie man es vom nächsten Team kann behaupten kann, in meinen Augen. Aston Martin. Ja, also wenn wir so zurückschauen, wo Aston Martin mal war, also sprich 22, was sie da alles rausgezaubert haben und dann nachher, nicht 22, 23 meine ich, und dann nachher, ja, wo sie jetzt sind, ist schon bitter. Ist schon echt bitter. Also die haben wirklich mit unter anderem einen von den heftigsten Downfalls gehabt, jetzt in den letzten paar Monaten oder Jahren, kann man jetzt wieder sagen, fast schon. Die bringen es einfach nicht her, dass sie vorne bleiben oder vorne mitfahren können. Die sind einfach so am Strugglen.
Ich glaube, das nervt da langsam wieder der Alonso. Du merkst es ein bisschen an seinen Funksprüchen an. Über das Stroll müssen wir eigentlich gar nicht, da müssen wir eigentlich gar nicht mehr gross drüber reden. Wir alle wissen ja, dass er eigentlich so unverdient in der Formel 1 ist und schon lange eigentlich sollte ihm einen Drugovic mal Platz machen oder sonst irgendjemand mal Platz machen, wo man einfach eine Chance verdient hätte, um sich zu beweisen. Weil der Stroll, der hat sich so oft schon in die Scheisse geritten und alles drum und dran und ist halt wegen Daddy's Cash einfach nur noch dort. Und es ist halt einfach nur noch lächerlich. Es ist wirklich lächerlich, dass er dort noch mitfährt und alles drum und dran. Aber eben, ja, wie gesagt, ich möchte das Thema nicht gross wieder aufgreifen, weil es ist schlussendlich immer an den gleichen Punkt. Kein Mensch versteht, wieso dass er dort ist oder mitfährt, aber es ist einfach so. Und ja, bei Aston weiß ich nicht, das ist irgendwie schwer zum Einschätzen, wie sich das dort noch entwickelt. Ich meine, die erste Saisonhälfte bis jetzt in die Sommerpause ist jetzt nicht berauschend gewesen. Sie haben zwar schon immer wieder Punkte holen, hat aber auch so Ausreißer gegeben, wo sie halt keine Punkte geholt haben. Aber ja, es ist jetzt wie nicht irgendetwas, wo so richtig durchgestochen ist. Sie sind halt einfach gefühlt dabei, fahren mit, aber sie sind nicht auffällig. Das würde ich jetzt einfach so mal grob gesagt zu Aston Martin sagen. Ja. Und wenn ich gerade hier am Zug bin, dann von der Fahrbewertung her würde ich Alonso ein 7 von 10 geben, weil er sticht nicht raus. Und im Stroll würde ich einfach schon mal ein 3 von 10 geben. Ja, bin ich ganz d'accord. Also, es ist so ein bisschen, eben, sie fallen nicht auf, das widerspiegelt im Alonso seine Kommentare und wenn er nicht viel sagt, dann musst du als Team reagieren. Entweder heisst es nämlich, dass er gleich schlecht über das Team wird reden und wird gehen, oder vielleicht kannst du es ja wieder umdrehen. Aber Alonso ist ja nicht einer, der sehr viel Geduld hat mit Teams und ich glaube, für mich, ich stelle es so ein bisschen in die Relation mit, was das Team sollte können und was es kann. Weil das hat mit Abstand die beste Facility, die jetzt größtenteils eigentlich am Laufen ist. Es hat einen James Key, stimmt das? Nein, er heißt der Andrew Green oder so, als Technical Director, Ex-Red Bull-Mann, der eng mit dem Dings zusammengearbeitet hat, mit dem Adrian Newey, der ja jetzt auch, was es nicht mitbekommen haben, in den letzten paar Monaten, relativ indefinitiv oder schon mal klare Schritte Richtung Aston Martin gemacht hat. Aber ich frage mich dann gleich auch, ist das wirklich ein Team, wo du hingehen willst, wenn sie mit so viel eigentlich Backing, mit so viel Facility, mit so vielen guten Leuten so schlecht performen? Also für mich ist das so ein bisschen einer von der grossen Schocks vom Jahr, weil Aston Martin müsste mit dem, was sie haben, einfach viel höher oben sein. Und ich frage mich dann eben, ob sie nicht irgendwie zu fest sich auf Stroll Junior fokussieren und wenn ihm ein Anstellungsauto geben, das er auch fahren kann, anstatt dass sie einfach wie bei Red Bull halt ein schwieriges Auto fetzen, das nur ein Alonso kontrollieren kann. Ich glaube, sie würden mehr Punkte holen, wenn sie das Auto komplett im Alonso anpassen, als wenn sie würden schauen, dass beide Fahrer Punkte holen können. Tut mir leid, ist einfach so. Nein, es tut mir nicht leid. Stroll, ich bin immer wie mehr gegen den Stroll in dem Sinn. Klar, ich finde Bias eigentlich nicht so eine gute Sache, aber ich kann wie nicht mehr auf der Schnur hocken. Ich gebe dem maximal ein 2. Ich finde, er hat kein bisschen besser performt als ein Sargent. Und der einzige Grund, wieso dass er 24 Punkte hat, ist, weil sein Auto eben doch gar nicht so schlecht ist. Und vor allem am Anfang der Saison noch ein bisschen hat können, mithalten, das Auto selber, aber nicht er selber. Also für mich kommt das Stroll ein 2 über. Der Alonso ist für mich aber auch nicht sonderlich positiv aufgefallen. Ich hatte keinen Moment oder irgendetwas, was mir auffällt. Also ich gebe ihm einfach mal ein 6, weil es 5 zu wenig wäre, aber eben, keine Ahnung. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er mehr aus dem Auto rausgeholt hat, als möglich wäre. Ich glaube, 49 Punkte ist genau das, was man sollte haben als Aston Martin-Fahrer in der Mitte dieser Saison, wenn man das Auto betrachtet. Ja, ich hoffe, dass sich da irgendwann mal irgendetwas ändert. Ich denke, das wird nicht der Fall sein. Aber so eine Tsunoda-Alonso-Driver-Line-Up wäre halt eben schon eine geile Sache, wenn Honda dann kommt. Ja. Da bin ich so ein bisschen am Träumen dafür. Aber jetzt musst du mal kurz die Konstrukteurwerte schauen. Jetzt musst du mal den Gap von den Punkten von Aston Martin zu Mercedes anschauen. Holy shit, Alter. Ich hätte genau das sagen, auch bei der Fahrerwertung.
Also Mercedes hat momentan 266 Punkte und Aston hat 73. Also eigentlich ist es wirklich so, der Gap, wo früher eigentlich Red Bull war und dann eigentlich lange nicht kommt, das sind die nächsten Teams gekommen, ist jetzt eigentlich runtergewandert bis auf P4 ab. Und das ist eigentlich richtig geil. Und das zeigt eben, dass wir eventuell unter Umständen hoffentlich doch einen fetten, geilen Championship-Fight könnten haben. Nur aber, wenn Red Bull sich nicht fängt. Wenn Red Bull sich wieder fängt und der Verstappen noch mal ein paar Siege hält, ist es gewesen. Aber der Perez muss sich fahren, muss man ehrlich sagen. Ja, also für Konstrukteurs ja, aber ich sage jetzt für Dings, für Driver Championship, also von P8 aufwärts, wenn es das komplett würde kehren, wäre alles möglich. Wenn jetzt Mercedes für Ende vom Jahr immer dabei ist, dann könnte sogar ein Russell eigentlich die Championship noch gewinnen. Klar, dann hat jetzt einen riesen Gap noch, aber ja, mit 5 Wins hast du die Gap aufgeholt, oder? Schön, dass du Russell sagst, obwohl der Hamilton vor ihm ist in der WM. Nein, aber ich sage aber bis P8. Ja, Russell ja, ist der logisch, schlechteste von diesen Fahrern, die in meinen Augen noch die Championship gewinnen können. Wenn wir aber ein bisschen realistisch sind, geht es aber bis zum Hamilton kann man vielleicht noch knapp reinnehmen mit 150 Punkten. Sainz hat 162 Punkte. Jedes Team hat die Möglichkeit dazu, noch etwas zu reissen. McLaren ist aber dort definitiv am besten platziert. Aber ja, zuerst mal zum Mercedes würde ich sagen, außer du hast noch etwas, wo du über Aston loswerden. Nein, alles gesagt. Ich habe direkt nach dem Belgian Grand Prix in Kassel geschrieben, «The boys are back in town». Jetzt ist nur noch eine. Jetzt ist nur noch eine back in town. Und das war eben lustig, genau, du hast so geschrieben, stell dir vor, der Hamilton hat dort und dort das gemacht, dann hat er das Rennen gewonnen. Es ist auch so. Ja, es ist so. Und dann ist, etwa eine Stunde, 2 später, habe ich dann zurückgeschrieben, well, about that. Ja, willst du sonst mal ein bisschen uns indulgen in das ganze Drama, das hier mit Mercedes passiert ist im Belgian Grand Prix? Wieso? Weil ich Mercedes-Fan bin, muss ich anfangen, oder was? Ich bin kein Mercedes-Fan. Also. Ja, es ist, also wie soll ich sagen, es war sehr, sehr überraschend gewesen. Ich glaube, so jetzt kommen so die Teams, die sich auch wirklich darüber lohnt, dass wir über Grand Prix reden. Die anderen Teams haben wir jetzt nicht gross angesprochen, weil sie halt einfach immer mega unauffällig sind oder halt nicht so rausgestochen sind, aber jetzt kommt das erste Team. Also Belgien jetzt ist mal wirklich ein geiler Grand Prix gewesen. Also das ganze Wochenende richtig geil gewesen, weil Freitag ist Red Bull stark gewesen. Jeder hat gemeint, also, ja, Max Verstappen 10 Grid-Penalty, die er kassiert hat, da wird er vorfahren und wird das Ding holen. Das Problem war einfach nur, am Rennsonntag, wo der Renntrim war, hat der Wind gekehrt, sie hatten einen Rückenwind gehabt und der DRS-Effekt nicht mehr so gross gewesen. Samstag Regen gsi, im dritten Training aber McLaren plötzlich stark gsi. Dann haben alle gedacht, so, ja, McLaren plötzlich wieder so oder das Auto oder das Team, das zu schlagen gilt. Und Sonntag war einfach Mercedes plötzlich da gewesen, aus dem Nichts raus. Und das habe ich richtig geil gefunden. Das ist so ein richtig geiles Wochenende und so sollte es doch einfach immer sein. Du weißt einfach bis eigentlich zum Rennende nicht, wer gewinnt. Weil, sind wir ehrlich, im Renntrim, der Piastri, er war verdammt schnell gewesen. Maximal 2 Runden mehr. Und dann wäre er vielleicht sogar der Gewinner gewesen. Also der war so schnell gewesen am Schluss. Absolut. Und ich habe es richtig geil gefunden. Ich habe es richtig enjoyed, das Rennen zu schauen. Wie gesagt, Hamilton hat vom wo er hinter dem Russell gefahren ist, teilweise eine komische Linienwahl gehabt. Ich glaube, wenn er dort eine bessere Linie gemacht hätte oder hat er wirklich geschaut hätte, dass er im Windschatten bleiben kann, wäre er auch noch vorbeigegangen, weil der Russell ist mit seinen Reifen völlig am Ende war. Und hat natürlich auch dementsprechend ein bisschen den Hamilton noch gefährdet gehabt mit seiner Position dort, aber es ist ja dann am Schluss gleich alles gut rausgekommen, von Mercedes-Seite her, beziehungsweise eben nicht am Schluss, weil der Russell ist disqualifiziert wurde, weil er 1,5 Kilo zu wenig drin hatte im Auto, also vom Mindestgewicht, das sind ja 798 meinte. Oder ein bisschen weniger oder mehr, ich weiß gar nicht, aber irgendetwas um die knapp 800 Kilo. Und er hat 1,5 Kilo zu wenig drin gehabt und ist wegen dem disqualifiziert worden. Man sagt ja, normalerweise geht man immer noch den Pickup auflesen. Das ist aber in Spa ja nicht gross möglich, weil ja dort keine Auslaufrunde gibt oder keine Ehrenrunde mehr gibt. Die fahren ja nachher gerade dort in die rechte Box und fahren ja verkehrt rein.
weil die Strecke so lang ist. Und Nachher ist der Plankware noch im Vergleich zu anderen Strecken viel höher wegen Eau Rouge, weil dort das Auto dieser Weg härter Boden gedrückt wird. Genau. Das hat vielleicht auch noch dazu geführt. Ja, wobei, weißt du, also, es wird ja alles einberechnet, auch wie viel Bremse zum Beispiel an Gewicht verliert. Das sind aber nur ein paar Gramm, also das ist nicht viel, weißt du. Das sollte alles mit einberechnet werden. Genau. Also ich glaube, das Hauptproblem wird einfach daran liegen, dass er zu wenig Sprit drin hat, plus sein Spritverbrauch ist aufgegangen, weil er so lange auf dem Pneu drauf war, auf dem letzten Reifen drauf war. Und halt die Abrieb grösser war und hat halt einen höheren Spritverbrauch gehabt. Man muss aber auch sagen, viele Teams haben eben damit gerechnet, dass die Strecke den Reifen wird fressen, und das war eben nicht so, weil sie halt frisch gemacht wurde, also neu geteert wurde. Und ja, das hat schlussendlich halt gekostet. Normalerweise eben der Pickup wäre eigentlich pro Rad etwa ein Kilo, das noch drauf kommt. Und ja, das ist jetzt halt eben nicht der Fall gewesen. Hat halt gekostet alles noch, und dann ja, ist er disqualifiziert worden, richtig bitter, wenn du Grand Prix gewünscht und nachher wird er dann wieder weggenommen. Für den Hamilton ist es gut, er hat jetzt seinen 105. Sieg. Das ist eigentlich auch recht insane, also, dass er so überlegst, wie viele Wins der geholt hat, und über 200 Mal auf dem Podium gestanden auch. Und da musst du mal überlegen, über 200, ich glaube es irgendwie 200 oder 201 Mal auf dem Podium gestanden. Dann hat er in Spa, also ich weiß nicht, wann ist es Rennen gewesen, an welchem Tag, ich weiß gar nicht, was ist das für ein Tag? 18. Juli, 28. Juli. 28. Juli. Sein erster Win für Mercedes hat er am 28. Juli 2013 geholt. Ah, krass. Und jetzt hat er wieder einen Win geholt. Und er ist in Spa, hat er den Sieg geholt, wo 44 Runden gefahren werden, und seine Startnummer ist schon 44. Und jetzt ist es wieder. Also wieder so Zeug und so, ist aber richtig geil. Und ja, es ist, also ich habe mich gefreut für den Hamilton. Das heisst jetzt wieder, du bist ein Hamilton-Fan. Ja, ich freue mich immer für den Hamilton, weil ich finde, er hat es absolut verdient, dass er noch seinen 8. fucking Championship holt eigentlich. Oder seinen 9. besser gesagt, sind wir ehrlich. Und ja, ich finde es richtig cool auch, dass Mercedes wieder ein bisschen bei der Musik ist. Und man kann auch wirklich sagen, dass Mercedes schon zurück ist. Weil es ist ja jetzt nicht irgendwie 1-2 Rennen gewesen, wo sie rausgestochen sind. Es ist wirklich eigentlich, kann man sagen, seit so Spanien hat sich schon langsam ein bisschen angedeutet gehabt. Österreich sind es zwar nicht mehr so extrem da gewesen, aber wirklich eigentlich so ab Silverstone her sind es wirklich eigentlich voll bei der Musik gewesen. Und ich meine, jetzt die letzten 4 Rennen, die gefahren wurden, haben sie 3 Mal gewonnen. Mhm. Oder? Ja, nein, nicht. Nein, stimmt. Österreich gewonnen? Ah ja, Österreich, genau. Aber muss man auch wieder fairerweise sagen, durch Fehler von Norris und Verstappen. Ja. Aber ja, nachher Silverstone, Ungarn wieder nicht. Dort war Piastri und dann nachher halt eben jetzt Belgien. Ja, absolut. Nein, ich finde, du hast das einfach super summiert. Also es ist nicht nur Belgien, auch generell, was Mercedes so die letzten paar Wochen und die letzten 1,5 Monate in dem Sinn geleistet hat. Oder? Also, ich bin auch, obwohl ich ja, wegen dieser langen Durchstrecke ein bisschen Mercedes-Hater geworden bin, bin ich eigentlich doch sehr happy. Also ich finde es schön, dass sie wieder back on top sind. Ich finde es vor allem schön für einen Championship-Fight. Und vor allem, man merkt, das ist jetzt, du hast wie keine Dominanz mehr von keinem einzigen Team. Red Bull hat zwar mit dem Verstappen 7 Rennen gewonnen, ja, schon. Aber Ferrari hat bereits schon 2 gewonnen, McLaren hat 2 gewonnen und Mercedes hat es 3 gewonnen. Und von dem her ist für die Championship ist das super. Noch geschwind für den Russell muss ich wirklich sagen, ich finde das einfach immer mega schade, wenn ein Fahrer, vor allem ein Win so weggenommen wird. Schliesslich, also ich muss wirklich sagen, das ist eines der besten Rennen, die der Russell bis jetzt gemacht hat. Ich würde sagen, das kannst du eigentlich so ein bisschen gleichstellen wie sein erstes Rennen, das er gewonnen hat in Sao Paulo. Also wirklich, ich finde es für ihn mega schade. Er hat eigentlich den Win wirklich verdient. Vor allem mit so abgefahrenen Reifen so weit rauszufahren. Aber ja, ich gönne es halt auch wirklich im Hamilton. Es ist einfach nach so vielen Rennen, wo nichts passiert ist, ist es einfach schön zu sehen. Ich glaube nicht, ob du mir das geschickt hast, aber irgendwo habe ich mal eine visualisierte Statistik gesehen von allen Plätzen, die der Mercedes in seiner ganzen Karriere beleidigt hat. Und das finde ich eben auch krank. Also Podiumplätze sind gleich auf mit allen anderen Plätzen, wo er jemals befahren ist. Also er hat, glaube ich, mehr Podium, als dass er, also nein, ganz klar mehr Podium als Rennen, wo er keine Punkte reingeholt hat.
Und ich glaube, fast gleich viel als Rennen, wo er Punkte hineingeholt hat. Also, das ist halt schon einfach eine Statistik, wo das kannst du fast nicht beschreiben, wie das ein Fahrer alleine kann so stemmen. Aber nein, wirklich, ich freue mich, dass Mercedes wieder da ist, vor allem für den Championship-Fight. Und ich hoffe, dass Red Bull, obwohl ich ein bisschen ein Red Bull-Fan bin, dass sie es nicht ganz sofort schaffen, wieder zurück gut zu kommen. Aha! Nein, ich hoffe es wirklich. Weil ich wollte gerne einen Championship-Fight und man stellt dir vor, McLaren gegen Mercedes, gegen Ferrari um Championship am Fighten. Fände ich wirklich einfach schön, das wieder so zu sehen. Für mich ein wichtiges Thema noch, bevor wir zu der Fahrerbewertung kommen, wo ich noch geschaut ansprechen, ist Kimi Antonelli. Ja, soll ich sagen, in der Formel 2 fährt er eigentlich gut mit. Er darf eins Sprintrennen, glaube ich, gewonnen, wenn ich mich nicht täuscht. Das normales Rennen hat er noch keins gewonnen. Eins hat er auch schon gewonnen. Hat er eins gewonnen? Ja. Okay. Für mich immer noch einer der spannendsten Fahrer in der Formel 2. Einfach wie er fährt, merkt man, dass er sehr gut ist, dass er sehr erwachsen ist. Aber er hat selber ein bisschen Unsicherheiten aufgerufen oder ja, halt gesagt. Er hat gesagt, er ist sich nicht ganz sicher, ob er wirklich bereit ist, in die Formel 1 zu gehen. Und wegen dem frage ich mich so ein bisschen, ja, will man ihn wirklich reindrücken? Ich verstehe im Toto Wolff seine Sicht, dass er mal etwas Neues probieren will, dass er das Gefühl hat, das ist der neue Verstappen, Hamilton, Alonso, den er mit ins Team nimmt. Oder neue Piastri kann man vielleicht auch sagen. Ist vielleicht ein bisschen weit aufgegriffen, aber anyway. I don't know, ich finde, gib ihm noch ein bisschen Zeit, gib ihm noch ein Jahr Zeit, anstatt dass du nicht reinwirkst und du machst seine ganze Karriere kaputt, weil er vielleicht nachher hure Scheiße performt, weil er wirklich einfach mental noch nicht bereit ist. Weil, wenn du als Fahrer sagst, ich weiss nicht, ob ich bereit bin, bist du in meinen Augen definitiv nicht bereit. So ein bisschen. Und, ja, ist schon so. Ja, schwierig zu sagen. Definitiv. Nein, also, eben, wenn der Fahrer sagt, er glaubt nicht, dass er bereit sei, für schon in die Formel 1 zu kommen, dann würde ich ihn auch nicht nehmen, muss ich auch ganz ehrlich so sagen. Dann hättest du ihn lieber, oder hättest du vielleicht eher so gemacht, dass du ihn vielleicht gerade zu Williams genommen hättest und einfach dort was ein Jahr fahren lassen hättest oder zwei, so halt, wie sie es mit dem Russell gemacht hätten. Weil dann bist du bei einem Team, wo du halt einfach Erfahrung sammelst, aber nicht eigentlich blöd gesagt auf Druck aus bist. Und bei Mercedes, gerade beim Werksteam fahren, dann hast du halt schon gerade einen anderen Druck, sage ich. Ja. Aber ich finde auch, dass der Kimi Antonelli schon, sage ich mal, auf der Pole ist. Wenn sie jetzt wirklich da sagen, so, okay, nein, wir holen ihn gleich nicht, sie haben ja noch einen Sitz frei, muss ich ehrlich sagen, der würde in meinen Augen der einzige Fahrer, der jetzt noch so relativ gut trainieren passen, wäre der Bottas wieder. Wäre halt mit dem Russell nicht so geile Kombination, muss ich ehrlich sagen, aber der Bottas kennt das Team, der Toto gern, der Toto hat den Bottas gern. Ich glaube, der Bottas der kann sich anpassen. Also ich glaube nicht, dass er wird sich schon beweisen gegen den Dings, aber der Bottas ist dort wie zu erwachsen dafür für Kinderspiele. Ja, aber er wäre halt ganz klar wieder die zweite Kraft, das ist auch klar. Und es wäre aber cool, der Bottas will aber, so viel ich gehört habe, eben nicht einen Einjahresvertrag, sondern halt einfach wieder einen Mehrjahresvertrag. Weil er will halt einfach auch die Sicherheit, kann ich auch nachvollziehen. Aber ich denke, für den Bottas wäre es nicht schade. Also es wäre ein cooler Move, muss ich ehrlich sagen, wenn er wieder zu Mercedes kommt. Ja, aber sonst haben sie halt auch wie keinen Fahrer, weißt, wo man muss sagen, so, ja, den könnte man ja nehmen, außer jetzt der Kimi Antonelli. Ja, der Vesti würde ich jetzt auch nicht nehmen, muss ich ehrlich sagen. Der Vesti nicht, aber du hättest gleich einen Mick Schumacher, wo wenigstens so ein bisschen Formel 1 Erfahrung hat und in meinen Augen keine schlechte Entscheidung wäre. Du hättest auch einen Magnussen vielleicht, der viel Erfahrung hat. Ja, sage ich auch so ein bisschen nein. Keine Ahnung, ich finde, das ist auch ein Cockpit gleich wie bei Red Bull, wo man eigentlich viel zu viele Chancen verpasst hat mit anderen Fahrern. Nur weil man derzeit auf einen Fahrer ist. Nur beim einen Team verstehe ich, wieso und beim anderen nicht. Ja, ja, weißt du, ich würde aber, muss ehrlich sagen, ich würde immer noch lieber einen Bottas im Team haben als einen Mick. Also nichts gegen Mick, ich finde den Mick super. Und ja, aber wenn du Bottas nicht bekommst. Ja, aber dann würde ich halt, der Bildschirm halt einen 2-Jahres-Vertrag an mit einer Ausstiegsklausel, dass wenn er Scheiße performt, dann schmeißt du ihn raus und dann suchst du irgendwie einen Grund und dann rührst du ihn raus. Dann machst du den Asi-Move. Ja, weißt du, aber irgendwie so, aber es ist halt einfach, ja, der Mick, eben, klar, er kennt das Team jetzt inzwischen, aber ist jetzt schon 2 Jahre, glaube ich,
Ersatzfahrer dort, beziehungsweise Simulatorfahrer. Der macht sicher einen guten Job und ich glaube, er würde auch, wenn er fährt, einen guten Job machen, aber ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Also es wäre überraschend. Es wäre überraschend gut, wenn er würde kommen. Ich würde es ihm schon auch gönnen, aber es ist auch wieder da. Es ist momentan, weißt du, auch bei Mercedes, du hast wirklich keinen Anhaltspunkt. Ja, wer könnte jetzt dort reinkommen? Keine Ahnung. Es ist wie so ein bisschen die Chancen alle verspielt sind, oder? Es ist so ein bisschen, eigentlich wäre der gute Pick für alle, ich sage jetzt, bessere Teams, Alpine, Red Bull, Mercedes. Der gute Pick wäre der Carlos Sainz. Das ist so, und ja. Alle haben es verspielt. Williams hat nicht bekommen. Fucking Williams. Von dem her selber schuld. Punkt. Das wollte man sagen. Es ist wirklich einfach selber schuld. Auch auch Mercedes hätte können gute Fahrer abzwacken in anderen Teams. Sie hätten können für einen Gasly gehen. Sie hätten können für einen Tsunoda gehen. Es wäre alles offen gewesen bis vor ein paar Monaten. Sie hätten noch einen Albon können versuchen reinzuholen, aber sie sind so dead set auf ihre Kimi Antonelli, dass sie jetzt schon mit der Saison eigentlich wirklich keine gute zweite Auswahl mehr haben. Oder keine super klare gute. Ausser sie bringen es irgendwie fertig, sonst den Fahrer aus dem Vertrag raus halt zu kaufen. Aber das willst du halt auch nicht machen, wenn du nur einen Fahrer für 1-2 Jahre willst. Also ich habe das Gefühl, sie werden müssen auf irgendeinen Fahrer zurückgreifen, den man nicht erwartet. Sei es ein Reservefahrer, sei es ein Ex-Formel 1-Fahrer wie ein Giovinazzi oder eben, keine Ahnung. Es klingt so unlogisch, aber in meinen Augen ist es fast die beste Variante. Ein Vettel, ja, von hier aus. Bring den Vettel zurück für 1-2 Jahre. Alles ist besser als ein Fahrer, der nicht ready ist. Ja, also ein Vettel wäre eigentlich noch recht plausibel, muss man sagen. Aber sie haben natürlich halt auch recht viel verspielt mit dem Max, weil sie haben halt immer so die Anspielungen gemacht haben. Und ich glaube, das sind schon erste Gespräche im Hintergrund gewesen, dass der Max zum Mercedes wird kommen. Ja. Da heisst es aber ja, eben, Red Bull hat ihm jetzt einmal so einen Vertrag gemacht, der Max, dass er bei Red Bull bleibt. Der muss sicher dieses Jahr und nächstes Jahr, glaube ich. Aber irgendwie hat es dann auch wieder geheißen, also, nein, das stimmt nicht, so ein Vertrag existiert nicht. Also es ist so viel offen. Es ist, Mercedes, das Cockpit ist auch wieder verdammt spannend. Keine Ahnung, wer dort reinkommt und es kann irgendwie jeder sein. Fühlt. Also wenn Max würde kommen, wäre es ein Super-GAU. Das wäre richtig krass. Und wenn es der Mick wäre krass. Und wenn irgendetwas in die Richtung würde gehen, das wäre übel. Übel. Ja. Aber ich glaube, das wird gleich auf den Kimi rauslaufen, aber es wäre auch viel zu früh. Ich finde eben auch sehr viel zu früh. Ich habe ein bisschen Schiss um Kimi seine Karriere, weil du kannst so schnell in einem jungen Fahrer seine Karriere kaputt machen, indem du einfach die falsche Entscheidung triffst. Das kann sein, dass du zum Beispiel von dem Young Driver Programm gehen lässt. Es kann aber auch sein, dass du zu früh in ein falsches Auto steckst. Ich sehe dann noch eher, eben, dass wir einen Albon geholt hätte oder einen Sainz geholt hätte und der Kimi mal in Williams da hat, gleich wie beim Russell, einfach zum schauen, wie er performt. Und dann hättest du halt eben noch im Sainz einen 2+1 Vertrag geben. Quasi nach dem Motto, deine Klausel ist, wenn der Kimi Antonelli in Williams besser performt als der Alex, werden wir die rausschießen. Und ich denke, mit dem wäre der Sainz eigentlich down gewesen, weil dann nachher doch den Russell in den Boden stampfen und dann zurück argumentieren, ja, schmeißen doch den Russell raus. Also, keine Ahnung. Es gäbe 100 bessere Möglichkeiten als das, was sie jetzt offen haben, habe ich das Gefühl. Das ist so, ja. Aber es bleibt verdammt spannend dort. Es bleibt spannend. Ja. Was aber ganz klar ist, dass sie auch, ich glaube, egal was passiert, werden das Downgrade machen mit dem Driver. Weil auch jetzt, vor allem das... du kannst den Hamilton nicht ersetzen. Du kannst den Hamilton nicht ersetzen. Und was der Russell jetzt eigentlich in seinen Mercedes-Jahren gemacht hat, egal ob man jetzt Fan ist von ihm nicht, muss man halt wirklich auch sagen, ist gut. Es ist nicht Hamilton gut, aber es ist gut, was er leistet. Ja, also er macht halt auch hier und da einfach Fehler, oder? Das ist so. Ich meine, jetzt gerade zum Beispiel letztes Jahr Singapur ist ja auch übel gewesen. Ich meine, fährst du mit und dann deutschst die Wand und dann fliegst du raus. Also hier und da macht er halt schon Fehler. Wieder dort, wo er soll sein und halt Rennsieg, wenn er nicht mal einen haben wie in Österreich. Oder? Also, aber er gleicht es ein bisschen aus, er macht Fehler, aber ich finde, er ist ein guter Zweitfahrer. Ja, eben, Zweitfahrer, aber er ist kein Erstfahrer. Das ist einfach, weil wenn der Hamilton geht, wäre er ja logischerweise dann der erste Fahrer. Aber das ist er nicht. Er ist nicht einer, der das Team kann leiten kann. So er ist ein guter Zweitfahrer und er ist ein bisschen die bessere Choice als der Bottas in meinen Augen, aber that's it. Ja.
Ja. Von dem her, ich finde, es sind einfach ein generell sehr starkes Line-Up gehabt. Das Jahr der Russell sicher nicht ganz so gut wie der Hamilton. Der Hamilton, habe ich das Gefühl, hat so ein bisschen seinen Groove back, er hat so ein bisschen seinen Swing back. Voll. Ich gebe im Hamilton ein relativ starkes 8. Bin ich ganz ehrlich, ich finde, er hat eine super erste halbe Saison gefahren, vor allem die letzten 4-5 Rennen. Und der Russell, eben gerade mit dem Sieg von Österreich, hat in meinen Augen trotzdem, obwohl er ein bisschen weniger, deutlich weniger Punkte hat als der Hamilton, hat er in meinen Augen trotzdem ein 7 verdient. Also ich würde dem Hamilton alles 8 von 10 geben und dem Russell ein 6 von 10. Okay, da sind wir relativ gleich auf. Ja. Und vor by the way, jetzt wegen vakantem Cockpit, jetzt ist mir noch ein Sinn gekommen. Imagine, der, weißt du, Sauber, der Mattia Binotto. So, Charles, how's it going? Charles! Mein Schätzling, wie geht's? Hey, Komm schau doch mal. zurück zu deinen Teams! Komm zurück zu mir. Wie bitte? Also mit deinen Ex Oder? anrufen, weißt du? Oder halt ein Vettel, oder? Oder Gott, Ja, nein, der Vettel hat den Binotto nicht so geil. never zu Audi. Wenn der Binotto dort ist, wird er niemals zu Audi Nein, gehen, falls er glaub's auch überhaupt nicht. mal zurückkommt. Gäb's auch nicht. Aber wir reden jetzt gerade über das nächste Team, das eben der Binotto geleitet hat, Ferrari. Und mit diesen zwei fahren, auch eben der Charles, der dort drin ist, und der Carlos. Ja, Ferrari, Anfangssaison stark, Imola-Update gekommen, scheisse wurde das Auto und jetzt einfach immer ein bisschen off-pace, überall. Yes. Das kann man eigentlich so grob zusammenfassen. Klar, in Spa hat der Leclerc noch eine richtig krasse Zeit rausgehauen. Er hat sich ja auf Pole katapultiert, wobei, muss man ja sagen, weil der Verstappen halt eine Grid-Penalty hatte. Aber er ist auf Pole gefahren und ist dort wirklich schnell gefahren. Und das ist halt einfach das, wo man halt immer im Charles wieder lassen muss. Einerseits er sieht gut aus, er fährt schnell in den Qualifyings, aber in Rennpace ist er einfach immer noch scheiße. das kann man so grob zusammenfassen. Und ich habe den Charles wirklich. Gut aus, Alter. Ja, das ist immer das Ja, Hauptargument. Ja, ey, er sieht wirklich gut aus. Ich finde ihn wirklich. Ich habe den Charles wirklich mega gern. Ich finde ihn super. Ich habe ihn wirklich mega gern. Aber ich finde es einfach so mühsam, dass er einfach Rennpace-technisch einfach nicht so liefert. Also ein Sainz hat manchmal einfach schon viel die bessere Racecraft als er. Und ja, ich meine, das Team ist natürlich halt auch mega eingebunden. Bei Ferrari ist halt immer oft als Team, das ein Problem macht und alles drum und dran. Wobei, eben, sie haben sich schon, was so, wenn man so überlegt, die Probleme, die sie früher hatten, dann haben sie eigentlich mittlerweile schon recht gut bewältigt. Sie sind schon recht gut im Griff. Aber es ist halt immer noch hier und da einfach ein paar Sachen, wo man muss einfach sagen, so, boah, Alter, das ist schon bitter immer noch und so. Ja. Ja, es ist, nein, ich wirklich bin ganz auf deiner Seite. Ich meine, ein Leclerc wird dann noch oft mal gehypt für der ist so gut wie ein Hamilton, aber in meinen Augen ist er so gut wie ein Rosberg. Oder er kann gut mithalten, der wird sicher auch mal eine Championship gewinnen, aber er ist nicht der neue Alain Prost. Er ist nicht, keine Ahnung, einfach ein Fahrer, wo ich jetzt sage, mal, der holt sich multiple Championships und weiß auch nicht was. Ich weiß nicht, ich finde, er wird immer noch ein bisschen overhyped. Aber ich verstehe, wieso dass man ihn lange so fest gehypt hat. Ich habe das Gefühl, dass jetzt die letzten 2 Jahre einfach ausschlaggebend sind dafür, dass man ganz klar sieht, er ist ein bisschen besser als ein Sainz vielleicht. Ich würde sogar sagen, nicht. Er ist so ein bisschen das gleiche Level. Fahrer, wo beide könnten Championships gewinnen. Man sieht es aber auch in der Fahrermeisterschaft, der Sainz hat 162 Punkte, der Leclerc 170. Ist mit eines der closesten Teams wieder einmal anhand von der Punkte, wo die Fahrer reingeholt haben, und es ist einfach nichts dazwischen. Also, wenn der Leclerc 1 DNF hat, ist er hinter dem Sainz. Und dort dazu muss man halt auch noch sehen, Sainz hat wirklich in meinen Augen eine sehr schwierige Saison hinter sich, weil halt so viel Off-Track mit ihm ist. Es ist eigentlich praktisch das ganze erste halbe Jahr ist nur über den Sainz geredet worden. Und ich denke, das wird auch nicht einfach gewesen sein, sich dort durchzuholen und zu entscheiden, nebenzu noch gut zu fahren. Ich glaube, das hat ihn sicher auch ein bisschen beeinflusst, wieso dass er jetzt einfach gesagt hat, weißt du was, ich unterschreibe den Vertrag bei Williams, dann muss ich mir das Ganze nicht mehr anhören. Ich habe Sicherheit, ich weiss, ich kann fahren nächstes Jahr. Ja, also für mich, beide Fahrer absolut gleich auf. Sie haben beide super performt. Ich finde, die Fahrerfront von Ferrari macht einen super Job.
eigentlich auch die Strategiefront ist nicht schlecht. Man hat kleine Hiccups hier und da. Und eigentlich auch Chassis Department, respektive Technical Side und Leadership Department bei Ferrari. Eigentlich tönt alles gut. Es ist nur irgendwie die anderen Teams, die im Rennen sind momentan besser. Klar, ja, es fehlt einfach überall nur noch ein bisschen, sage ich jetzt mal. Genau. Und es sieht grob aus, weil sie sind nicht mehr so viel auf dem Podium, eigentlich fast gar nicht mehr die letzten paar Rennen. Aber eigentlich sind sie mit dabei. Sie fahren nicht abseits von der Welt. Also, ja, ist schon so. Ich meine, wenn mal etwas passiert, sind sie auf dem Podium. Also, ja, und ich meine, schlussendlich ist es ja auch so, wenn du ein Championship hast mit so vielen Teams, beziehungsweise mit so vielen Fahrern, ich meine, es sind 8 Fahrer, die momentan, sagen wir jetzt eben gerade um Championship fahren, dann ist auch ein P4 oder ein P5 oder ein P6 mal einfach plötzlich wichtig, dass du die Punkte reinholst. wenn du es konstant machst, bist du auf einmal vor dem Gegner. Ja, plötzlich hast du das dominantere Auto, hast ein paar Wins und dann nachher bist du froh, hast du dazu mal regelmäßig noch ein P5 oder P4 reingefahren. Das ist eben das, wo sicher bei Leclerc und Norris 100% noch passieren kann. Wenn die noch ein paar Wins holen, weil einfach das Auto auf einmal gut ist, dann könnte die auf einmal Championship Leader sein. Ja. Und das schon schnell, wirklich schon schnell. Die anderen müssten noch ein bisschen mehr dafür haben, aber es ist machbar. Ja, ich meine, blöd gesagt, Red Bull macht wieder etwas am Chassis. Sie sind ja dort in Ungarn, haben sie ein neues Chassis noch gehabt, am Verstappen. Stell dir vor, sie machen jetzt mal irgendetwas. Die Zuluft ist dann nachher zu gut. Der Motor überhitzt die ganze Zeit. Verjagt es vielleicht sogar noch einmal. Oder sie haben einfach weniger Leistung, weil der Motor immer heiß ist. Haben sie für 2-3 Rennen. Verstappen holt praktisch keinen Punkt mehr. Dann sieht die ganze Welt wieder anders aus. Also eben, momentan ist es wirklich für alle Teams, die vorne mitfahren oder können vorne mitfahren, ist es wirklich essentiell, dass sie möglichst viele Punkte holen. Und das ist eben geil. Also ist eben richtig geil. Weil jetzt ist wirklich so, niemand darf sich mehr eigentlich einen Fehler erlauben. Aber eben, Red Bull hat ja jetzt schon den Fehler gemacht, kommen wir nachher dazu noch. Und, das ja, McLaren hat in dieser Hinsicht auch einen Fehler gemacht. Was ja. Und also, wir kommen jetzt schon zur Ferrari-Fahrernote. Für mich, Leclerc würde ich sage jetzt mal 7 von 10 geben und Sainz würde ich 8 von 10 geben. Sainz ist in meinen Augen doch mehr rausgestochen dieses Jahr. Aber vielleicht liegt es einfach daran, wegen dem Fahrermarkt. Das kann natürlich auch gut möglich sein. Aber ich finde, auch wenn er in den WM-Punkten hinten nachfährt um ein paar Pünktchen, dünkt er mich doch ein bisschen stärker momentan als der Leclerc. Bin ich absolut auf der Seite. Ich finde eben gerade wegen dem Fahrermarkt-Trubel, finde ich eigentlich, was der Sainz gemacht hat, ein bisschen nochmal ein Stückchen besser. Ich sehe es im Fall von der Bewertung her genau gleich. Ich gebe genau die gleiche Bewertung. Leclerc ist 7 und der Sainz ist 8. Absolut verdient und zeigt halt einfach mal wieder, dass Ferrari eigentlich eines der besten Lineups hat auf dem ganzen Grid für dieses Jahr. Aber bevor wir weitergehen, ein kleiner Fun Fact. Leclerc ist der einzige Fahrer ever, der es fertig gebracht hat, mit einem P2 im Qualifying einen Pole zu bekommen und nachher im Rennen mit einem P4 ein Podium zu bekommen. Also, okay. Das ist noch spannend, habe ich so gesehen in einem kleinen Post, aber das muss man schaffen. Wenn du so die ganze Zeit Fun Facts raus hast, würde ich auch einen raushauen. Hast du gewusst, dass in Spa das erste Mal in der ganzen Formel 1-Geschichte von Platz 1 bis 10 alles Race-Winner mal gewesen sind? Das hat es noch nie gegeben vorher. Wait. Eigentlich bis 11, Races? aber weil der Russell ja disqualifiziert wurde, ist es von P1 bis 10 sind alles meinst Race-Winners gewesen. Ja, stimmt. Russell Brasilien, Hamilton 105 Mal. Piastri Ungarn, Leclerc diverse Mal, Verstappen, Norris, Miami, Sainz, Perez, Alonso, Ocon, Ricciardo. Holy fuck. Das ist ja krass. Das erste Mal in der Formel 1-Geschichte, dass das passiert ist. Ja. Und Formel 1 gibt es seit 1950, weißt du, was ich meine? Das ist eigentlich schon insane. Es ist insane und es zeigt eben, ich glaube, viele beschweren sich immer wieder, Formel 1 sei nicht spannend und so. Ich glaube, man schaut einfach nicht am richtigen Ort zu. Ja, also wenn du so Side-Facts bekommst, plötzlich denkst du, das ist eigentlich schon krass. Ja, und vor allem eben, also gerade Leute, die sagen, diese Saison ist langweilig. Also du hast vielleicht einfach die ersten 3 Rennen geschaut und gesehen, dass der Verstappen die ganze Zeit gewinnt. Aber es ist eine abnormal gute Saison und ich freue mich wieder wirklich auf jedes Rennen, das kommt. Es hat mal Anfang Jahr noch ganz anders gestimmt bei mir,
wo ich gesagt habe, ich weiß nicht mal, ob ich alle Rennen wirklich aktiv schauen will. Und jetzt ist es so ein bisschen, du schaust das Rennen und während dem Rennen du kannst dich wieder auf die verschiedenen Aspekte vom Rennen freuen. Das Rennen hat immer so ein bisschen verschiedene Spannungspunkte. Du hast am Anfang Spannung, danach wird es ein bisschen langweilig, bis dann die ersten Pits kommen. Und nachher von diesen ersten Pits, die kommen, entweder bis in die zweiten Pits hast du meistens Fights oder bis am Ende des Rennens hast du oft Fights. Also es ist nie klar, wer gewinnt. Man hat verschiedene Strategien, die Autos sind gut gleich schnell. Wegen dem freue ich mich auch extrem aufs 25, weil wahrscheinlich wieder so ein bisschen das Dach wird erreicht sein von den meisten Entwicklungen der Autos. Und wenn wir jetzt schon Championship-Fights haben, mal schauen, was 2025 wird bringen. Gell? Ja, ich denke halt einfach im 25 werden es nicht viele Entwicklungen treiben, halt, weil sie eben viel schon auf 26 machen. Das heisst, es ist gut möglich einfach, dass, also es wäre natürlich schön, wenn alle wieder von Anfang an close beieinander sind oder wieder so die Top 4. Aber ich denke nicht, dass irgendwie plötzlich ein Team, das hinten nachgefahren ist, plötzlich vorne auch mitfahren, weil sie entwickelt haben. Ich denke, das wird nicht gross passieren, die Entwicklung. Nein, das denke ich auch nicht. Aber ich denke, dass die Teams, die wir jetzt schon darüber reden, halt wirklich einfach um die kleinsten Punkte werden müssen kämpfen nächstes Jahr. Das ist ja wahrscheinlich auch das schon der Fall. Und wegen dem ist das etwas, was ich überhaupt nicht verstehen kann, was McLaren da in Ungarn letztes Mal für eine Entscheidung getroffen hat. Ich denke, wir kommen jetzt mit dem mal zu dem Team, wenn das recht ist für dich. Ich wollte das gerade aus dem Weg räumen. Wir haben noch gar nicht darüber geredet. Was haltest du von dieser Gesamtsituation, dass der Norris, der Piastri mit 6 Sekunden Rückstand nochmal vorgelassen hat? Also schau jetzt. Ich sehe es von zweierlei Seiten. Man muss einfach wirklich vorab sagen, McLaren hat den Scheiß verursacht. Die Strategie hat das verursacht, yes. dass das überhaupt so weit gekommen ist. Weil, wenn sie den Piastri zuerst geboxt hätten, nachher wäre das nicht passiert. Weil es war offensichtlich gewesen, auch von anderen Teams, dass nach dem Pitstop sie wesentlich schneller sind als mit dem bestehenden Reifen. Und sie haben den Piastri einfach 2 Runden in den Sport reingeholt, sage ich jetzt mal. Darum ist es überhaupt so weit gekommen. Ich finde, der Piastri hat Rennsieg verdient, weil der Norris wieder mal einen mehr Fehler gemacht hat. Und das ist das, was mich so aufregt an dem. Er macht eigentlich einen guten Job, aber er macht so viele Fehler nach wie vor. Rennstab verkackt er, in Spa sich scheiße positioniert, hat auch wieder seine Opportunity verloren dort, hat Positionen abgegeben. Er macht für mich, also in meinen Augen, macht er einfach zu viele Fehler im Moment, dass er überhaupt, das tut jetzt nicht würdig wäre, um ein Championship zu fahren, weil er einfach teilweise wirklich viele Fehler macht. Der Piastri hingegen macht praktisch keine Fehler. Klar, er hat auch in Ungarn einen Ausritt gemacht ins Käse, weil er zu weit rausgekommen ist. Aber er macht grundsätzlich, fährt er momentan recht fehlerfrei. Muss man ihm wirklich lassen. Und das ist seine zweite Saison bei McLaren. Klar, wiederum muss man dann sagen, ja, muss man jemanden vorbeilassen, wenn man 6 Sekunden Vorsprung hat? Muss man jemanden vorbeilassen, wenn man in der WM, in der Championship, Driver Championship vor ihm ist und auch Potenzial hat zum Championship gewinnen und das auch wichtige Punkte sind. Das ist natürlich eben die andere Seite. Das sind 7 Punkte, die man blöd gesagt verschenkt hat. Klar, man kann jetzt sagen, hey, schau, die haben jetzt 7 Punkte verschenkt. Die 7 Punkte können in Abu Dhabi oder wo auch immer können die plötzlich essentiell sein, dass man die, oder essentiell sein, dass man sie hätte. Und dann hat man es auch verbockt durch einen Team-Order. Grundsätzlich sehe ich es eben so, der Piastri hat es verdient, in Ungarn zu gewinnen, weil er in meinen Augen rein vom Start her und alles schon besser gefahren ist. Er ist aber dann einfach durch eine Strategie hintergefallen. Rein WM-technisch gesehen hätte es aber der Norris verdient. Weißt du, wie ich meine? Aber ich bin eigentlich voll dafür, oder ich finde es eigentlich okay, finde ich in meinen Augen, dass der Piastri gewonnen hat. Okay. Und jetzt ziehe ich Kopfhörer ab, weil ich dein Geschwafel nicht hören. Okay, frech. Nein. Schau, ich sehe, das ist ja immer das. Ich sehe beide Seiten. Also, es macht beide Sinn. Ich finde, mal vorab, Piastri hat den Race-Win verdient. Die Frage ist für mich, hat er sie in diesem Rennen verdient? Weil, okay, Norris hat den Start verkackt, aber Norris hat eigentlich das bessere Rennen gefahren und
wenn der Norris nicht durch einen Pitstop vorgekommen wäre, habe ich das Gefühl, gegen Ende hat der Norris einfach trotzdem das bessere Reifengame gehabt, das bessere Strategiegame beim Fahren und ein bisschen besser seine Reifen geschaut. Ich bin fast überzeugt, dass hätte sie den Wechsel nicht machen müssen, wegen dem Pressure von Hamilton, hat der Norris den Piastri einen Weg überholt. Und dann hat McLaren auch nicht gesagt, du ihn bitte nicht überholen, wir wollen einen 1-2. Dann ist einfach so, okay, du bist schneller, wir wollen keine Gefahr von Hamilton, lass ihn führen. Und für mich ist es einfach generell für das, ich sage jetzt das Racerblut in mir, was mich aufgeregt hat, ist, der Piastri lässt sich 6 Sekunden zurückgehen. Das heisst, der Norris war ganz klar der schneller Fahrer gegen Ende des Rennens. Also wieso sagt man dann im Piastri nicht einfach, schau, du musst eine Gap runterbekommen, sonst lassen wir dich nicht mehr führen. Es ist scheiße, ja, ist unser Bock, wir nehmen es aber auf unsere Kappe. Wir als Team haben Strategie verkackt und dich in Nachteil gebracht. Und das ist das, was mich ein bisschen aufregt, weil hat der Piastri wirklich am Arsch von Norris geklebt, dann wäre es für den Norris nicht so eine Sache gewesen, dann hätte er gesagt, okay gut, ich bin nur wegen der Strategie vorne, ich lasse ihn wieder führen. Aber er war gegen Ende des Rennens der schneller Fahrer gewesen. Und das ist für mich so das, was ich anschaue. Wiederum, eben, wie du auch sagst, der Piastri hat einen Win absolut verdient. Und keine Ahnung, für mich ist es einfach so, wir sind jetzt an einem Punkt, wo du als McLaren wirklich kannst in einer Fahrermöglichkeit geben, ein Championship zu gewinnen. Und für mich ist wegen dem Debakel und wegen 2, 3 anderen Sachen, die so passiert sind, einfach klar, McLaren muss wieder lernen gewinnen. Es weiss nicht mehr genau, was es machen will und wieso das es machen soll, wenn sie mal vorne sind. Und das ist für mich relativ evident gesehen von diesem Rennen. Also ich bin schon eher auf der Seite, man hätte den Platz nicht zurückgeben sollen. Ich verstehe aber, dass man es gemacht hat. Es wäre wirklich hart gewesen für den Piastri, wenn man es nicht gemacht hat. Aber andererseits sage ich auch, 6 Sekunden die zurückgehen lassen, ist halt auch nicht wirklich fair gegenüber im Norris. Das ist so ein bisschen mein Standpunkt zu dem Ganzen. Ja, eben, ich sehe es schon auch. Eben, ich sehe es halt einfach mehr so, eben, einerseits kann es essentiell sein, eben, dass du die Punkte nicht hast und andererseits muss ich aber sagen, rein so, eben so vom Start her und so, ich meine, der Russell, der Norris selber auch gesagt, aber er hat rein vom Start her hätte es nicht verdient zum Gewinnen. Also klar muss man es im Norris lassen, dass er eigentlich wirklich ein fairer Fahrer ist und hat ihn halt noch vorbeigelassen, weil er hätte ja auch nicht müssen. Ich meine, Paradebeispiel Stroll-Alonso. Der Alonso hat den Stroll vorbeigelassen und dann nicht mehr zurückgelassen. Ist einfach ins Ziel gefahren, der Stroll. Und ja, da hat natürlich die Lampe gegeben und so hat man natürlich, wahrscheinlich hat er auch einfach keine Lust gehabt, um da noch gross rumbeifen und so, oder dass es irgendwie Stress gibt, darum voll okay. Ich habe es dort vielleicht noch ganz kurz auf die Note hure krass gefunden, der Funkspruch. Wie er gesagt hat, denk dran, es ist dein Teammate und ihr fahrt noch ein paar Rennen zusammen, überleg dir ganz gut, was du machen willst. Das ist schon finde ich, ein bisschen grob, das so zu sagen. Ja, so ein bisschen droht in dem Sinn fast. Ja, wirklich so. So nach dem Motto, wir werden dir nicht mehr helfen, wenn du das jetzt nicht machst. Das ist schon ein bisschen krass. Ja, weißt du, hingegen muss ich dann aber auch wieder sagen, beim Piastri willst du so gewinnen, wie du jetzt gewonnen hast. Ich meine, du hast deinen ersten Race-Win nur bekommen durch ein Team-Order. Das ist eigentlich auch bitter, muss man sagen. Klar, er fährt gut und er ist ein guter Fahrer und ich glaube, der Piastri hat es am Anfangsjahr hat er auch ein bisschen gestruggelt gehabt, aber er hat sich jetzt eigentlich wieder sehr gut gefangen und man kann beim Piastri wirklich sagen, man merkt es einfach, er hat wirklich brutales Talent und ist in meinen Augen im ganzen Formel 1 neben Verstappen und alles so sicher der talentierteste Fahrer. No. Finde ich sicher most exciting driver. Also, man weiss nicht, was noch kommt, er hat noch so viele Jahre vor sich. Also, ja, genau, und ich meine, dass manchmal auch rein schon die Statistik, er fährt jetzt das 2. Jahr, dann noch für McLaren und hat schon einen Win geholt. Der Norris im ersten Jahr schon einen Sprint-Win. Ja, also, und der Norris ist wie lange bei McLaren schon? Weiss ich. Klar, McLaren war von Anfang an nicht dominant gewesen. Das ist schon klar, oder beziehungsweise vorne mitgefahren. Aber ich denke da auch wieder gerne an Sochi zurück, 21, wo er den Fehler gemacht hat und den Win weggerührt hätte, wäre es möglich gewesen. Ja, er hat schon Chancen gehabt, ja, absolut. Er hätte ja auch mehrfach das Jahr schon die Möglichkeiten gehabt, einen Win zu holen. Er hätte ja auch Monza gewinnen damals. Ja. Ja, gut, das war auch mit Team Order wieder.
Das war schon wieder mit Teamorder gewesen, wegen dem, ja, schade. Aber McLaren ja, muss wieder lernen gewinnen, das ist für das mich ist so, ja. interessant. Die Strategie müssen sie ja wirklich auf einen Win anlegen und nicht irgendwie so auf anderes Zeug haben. Das sehe ich auch so. Aber zu der Fahrbewertung würde ich beiden ein 8 von 10 geben. Ja, stimme ich dazu. Ich hätte, wenn die letzten paar Rennen der Norris aber nicht die vielen Startfehler gehabt hätte ich sogar mindestens ein 8,5 gegeben beim Norris. Ich finde, der fährt seine beste Saison, seitdem er angefangen hat. Aber 8 und 8 finde ich absolut ein Safe Bet. Ja. Bin ich d'accord. Haben wir Hamilton und Russell eben bewertet? Gab es nicht, haben wir vergessen. Kann es sein? Mal doch. Haben wir 8 und 6 als Durchschnitt. Okay, gut. Schon wieder vergessen. So gut. Ja, aber ich denke, McLaren wird sicher das Jahr, und ich tue jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster rauslehnen, ich denke, McLaren wird Konstrukteurweltmeisterschaft holen. Das Jahr? Ja. Ja. Weil? Also wenn sie weiter so performen, ja, gesehen. Ja, und weil einfach, und da muss ich jetzt einfach den Übergang machen, weil Red Bull einfach den Perez behaltet. Wie scheiße dumm kann man sein? Wie dumm? Ich verstehe das nicht. Du wirfst deine Championship weg. Wie geht das? Ich meine, der Christian Horner, der Helmut Marko haben in den letzten 2 Rennen nichts Positives über den Checo gesagt und trotzdem behalten sie ihn jetzt. Wieso? Ich möchte einen plausiblen Grund wissen von Red Bull, wieso dass sie den behalten. Wenn einer bei Red Bull arbeitet und der weiss das, der soll mir schreiben, wieso behaltet ihr den Checo? Das kann es doch nicht sein. Der fährt seit Anfangsjahr fährt er nur Scheiße. Er fährt nur Scheiße. Crasht der Karre, der hat Schaden schon verursacht. Es würde mich nicht wundern, wenn der auf dieser Crash-Skala, schon lange keine mehr gesehen, am meisten Schaden verursacht hätte. Das würde mich nicht verwundern. Und es kann doch nicht sein, dass du einen in deinem Team behaltest, wo den Konstrukteurweltmeisterschaftstitel in Gefahr bringt. Momentan haben sie ihn zwar noch, aber der Gap ist 40 Punkte, ein bisschen mehr, 42 Punkte. Und das schmilzt dann mal schnell davon, wenn du nur einen Fahrer hast, der die ganze Zeit die Punkte fährt und der andere holt noch so ein paar 1, 2, 3 Punkte mehr nicht. Also darum, ich kann das so nicht nachvollziehen von Red Bull, wieso dass sie den Checo behalten. Also ich kann es mir nur vorstellen, es liegt am Sponsorgeld. Das ist das Einzige. Aber, oder dass er sagt, so, ich nehme Chat, übernehme ich selber, wo ich mache. Weiß ich auch nicht. Aber es gibt für mich einfach keinen Grund. Und darum sage ich, oder ich lehne aus dem Fenster, sie sagen, McLaren holt sich Konstrukteurweltmeisterschaft und Verstappen Driver Championship. Was? Ja. Ich hasse es. Ich liebe den Perez. Ich wünsche ihm nur alles Gute. Ich frage mich, wieso. Ja, ich frage mich langsam etwas selber auch. Es ist einfach zum Grennen, wie näher wo man dann fährt. Vor allem, seine Red Bull-Karriere hat so gut angefangen. Er hat wirklich nach seiner besten Saison ever bei Dings, bei Racing Point noch, hat er nachher wirklich super Saisons gefahren. Die ersten 2 Red Bull-Saisons sind einfach super gewesen. Er war grossteilig daran beteiligt gewesen, dass der Verstappen seine erste Championship gewonnen hat. Er war ganz klar auch beteiligt gewesen, dass Red Bull wieder eine weitere Konstrukteursmeisterschaft gewonnen hat. Also da gibt es nichts zu diskutieren. Und im Fahrer Danke sagen, zu ihm noch ein Jahr anhängen, auch wenn er nicht mehr so gut ist, verstehe ich. Aber das passiert jetzt zum 2. Mal. Für mich, wenn er fährt, hat er es nicht verdient, nur schon diese Saison fertig zu fahren. Und du wirst viel besser Platz machen für andere Fahrer, die es verdient hätten. Ein Albon, ein Gasly, ein Tsunoda. Oder es sind so viele Fahrer, ein Sainz, die könnten bei Red Bull fahren und besser performen als der Perez. Und da bin ich überzeugt. Man kann es nicht mehr verteidigen. Und für mich ist einfach ganz klar, ich glaube Red Bull nicht. Sie sagen nein, wir tun ihn nicht ersetzen, er fährt noch bis Ende des Jahres mit. Bei Gasly hat es genau das auch geheissen. Genau das. Und dann hat man ihn doch auf Belgien, dann auf Anfang der 2. Saisonhälfte einfach rausgeschmissen. Und es hat genau geheissen, nein, wir behalten ihn, wir unterstützen ihn. Ganz ehrlich, ich glaube ihnen nicht, was sie sagen. Sie haben jetzt 3 Wochen Zeit, um ganz klar zu evaluieren, wer ist der beste Fahrer
für am Ende des Jahres? Oder wer, wenn wir nochmal extra sehen, ob es kann oder nicht? Und dann ist in meinen Augen die beste Entscheidung, einen Tsunoda oder einen Ricciardo neben ihnen zu stellen, zum Verstappen, zum schauen, könnte einer von denen für nächstes Jahr Dings. Weil ich habe das Gefühl, die Championship ist schon gone. Ob jetzt der Perez Paut ist oder nicht. Weil der Perez muss echt die nächsten paar Rennen einfach mal ein paar Race-Wins reinholen, dass er überhaupt noch für das Team irgendwie wertvoll wird gewesen sein in diesem Jahr. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er das schafft. Schlichtweg nicht. Also, ich bin ganz auf deiner Seite. Ich liebe den Perez. Red Bull ist mein Favorite Team. Aber sie machen absolut die falsche Entscheidung. Punkt. Gibt es nichts zu diskutieren. Ja, also ich glaube es eben auch, wie gesagt, falsche Entscheidung. Also, und da, klar, ich denke, wenn jetzt der Ricciardo viel, viel besser performt hätte, wäre es wahrscheinlich der Wechsel gewesen. Oder hätte es gerade gewechselt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt jetzt einfach zuwarten, ein bisschen, wie sich das beim Ricciardo noch ein bisschen entwickelt. Und da kann schon sein, dass vielleicht plötzlich ein Driver-Swap unter der Saison passiert. Aber ich kann es einfach nicht nachvollziehen, weil halt einfach er wird von den Medien so kritisiert, er wird vom eigenen Team kritisiert und alles drum und dran. Und dann machst du nicht, der Palt ist dann gleich bei, wieso? Und ich kann das nicht verstehen. Ich kann das wirklich nicht verstehen. Ich weiß nicht, woran das liegt und ja, egal. Ich bin nicht weiter aufregen. Also, Checo, ich meine, eben Ungarn ist Scheissrennen von ihm. Dann nachher ich weiß gar nicht, was hat er dort gemacht, der Perez? Also Perez ist schon, muss man auch sagen, Platz 7 in der Fahrerweltmeisterschaft, Verstappen hat den ersten. Er ist 6 Punkte hat er geholt dort und in Dings hat er 7 Punkte geholt in Belgien. Und weißt du, schon allein das in Belgien ist bei ihm ist er Zweiter gewesen, also vom 2. Platz gestartet und ist rückwärts. Und der Verstappen vom 11. Platz fährt vorne. Ist auch hure bitter. Und von der Fahrerbewertung her würde ich ganz klar sagen, Verstappen würde ich ein 9 von 10 geben. Und Perez würde ich ein 5 von 10 geben. Ha. Das ist jetzt krass. Ich hatte nämlich im Verstappen bin ich ein bisschen im Zwiespalt, weil er in meinen Augen nicht so eine gute Saison hat wie letztes Jahr. Wobei letztes Jahr habe ich ihm, glaube ich, über die gesamte Saison hinweg ein 10 von 10 gegeben, wenn es mich nicht täuscht. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass ich ihm ein 10 von 10 gegeben habe. Wegen dem bin ich so ein bisschen zwischen einem 8 oder einem 9 am Dings. Nein, komm, Verstappen ein 9, weil er hat doch 7 Wins geholt in einem Teamumfeld, wo du schon seit länger und nicht mehr das beste Auto hast. Also hat er einfach den, wo er hätte müssen profitieren, davon profitiert, dass sie das bessere Auto haben. Und auch die Drives, wo er vielleicht nicht zuvorderst vorne ist selten sein Verschulden, aber zum Beispiel mit der Driver Penalty, mit der Technical Penalty müssen von hinten vorne fahren, hat er trotzdem so ein bisschen das Maximum raus, was das Auto kann. 9 ist stabil. Beim Perez bin ich aber ganz grob. Ich gebe dem Perez ein 3. Ich finde nämlich auf Höhe vom Logan. Hei. Auf Höhe, ja, zwischen Joe und Stroll. Weil für mich ist ein Perez nicht besser gefahren als ein Bottas, als ein Joe, als ein Ocon. Also, nein, Perez, ja, es tut mir leid, aber ich gebe ihm ein 3. Das zieht mir zwar ab, aber es ist mir eigentlich egal. Ja, wenn ich so überlege, glaube ich, der Hülkenberg hat in den letzten 6 Rennen mehr Punkte geholt als der Perez und so. Das ist schon recht insane. Ich meine, wir reden hier von einem riesen Unterschied von der Autoperformance her. Es ist schon echt bitter und ich kann das nicht nachvollziehen. Beim Verstappen muss ich ganz ehrlich sagen, also ich verstehe deine Überlegung, die du hast. Also ich würde mir jetzt auch kein 10 von 10 geben, weil eben die pure Dominanz ist nicht um. Allerdings muss ich es immer noch so anschauen. Ich denke, dass was der Red Bull momentan an Auto-Performance hat, also das Auto an sich, Performance ist das, was der Checo rausholen kann und alles, was drüber ist das, was der Verstappen rausholen kann. Darum hebt sich für mich der Verstappen einfach immer noch wesentlich mehr ab. Weil, also gut, klar, der Checo ist jetzt auch nicht der Weltklassefahrer natürlich. Ich denke, sagen wir, der Average ist etwa so 4 Zehntel Unterschied, den sie haben. Ich denke jetzt einmal, dass etwa so 3 Zehntel Verstappen ausmachen. Denke ich jetzt einmal.
Ja, Er bin ich überzeugt, ja. Bin ich Und überzeugt. das- Nicht zuletzt, weil das Auto halt wirklich einfach schwierig ist zum Kontrollieren und der bringt es einfach fertig. Ja, Also, und ich meine, ja, ich sag ruhig. finde halt einfach, ich finde halt einfach, der Verstappen, also weißt du, ich meine, ich bin jetzt nicht, ich bin ja nicht der Wahnsinns Red Bull und Verstappen-Fan, das darf ich den Spruch auch mal bringen. Aber ich finde den Verstappen inzwischen wirklich mega sympathisch. Ich finde auch, wie er sich den Medien und alles gibt, finde ich ihn wirklich mega, mega cool und so. Auch dass die ganze Sim-Racing-Thematik, die er ja dort gebracht hat und so, es ist ihm vorgeworfen worden, so, ja, weil er eben immer so Sim-Racing fährt bis am Morgen um 2 Uhr, sei müde und mag dann nicht fahren und so. Ja, er hat ja auch geantwortet gehabt mit so, ja, eben, es liegt nicht an dem und so. Er hat ja in Belgien nachher auch bewiesen, dass es nicht so etwas liegt und so. Es ist halt einfach das Auto, das nicht mehr die Dominanz hat wie früher. Aber ich habe gleich das Gefühl, oder es ist halt einfach so, dass man sieht es ja auch an, also man sieht es schlussendlich auch, dass der Verstappen viel besser mit dem kann noch immer noch umgehen als halt eben Perez. Ja, definitiv. Also, wenn du jetzt so willst anschauen, wenn ich jetzt mal so den Vergleich darf bringen, machst du einen Driver-Swap Ferrari, Red Bull. Wenn jetzt ein Leclerc und ein Sainz für Team Red Bull würde fahren, denke ich, wäre Red Bull nicht auf dem ersten Platz. Ich glaube, so gut ist der Verstappen momentan. Und wie du auch sagst, aber ich finde es auch geil, was er für eine persönliche Entwicklung gemacht hat. Ich habe das Gefühl, er ist ruhiger geworden. Er nimmt alles ein bisschen lockerer. Und ich finde, er bringt halt trotzdem auf der Strecke einfach immer wieder Spannung. Also seine Race-Wins, die er hat, sind wirklich mehr verdient dieses Jahr. Und die Fights, die er ins Rennen reinbringt, sind extrem spannend zum sehen. Sie sind fairer als früher. Klar, es gibt mal so Hiccups wie in Österreich. Aber dort finde ich ist es ein bisschen extrem, wie viel Schaden beide Fahrer genommen haben für das bisschen Kontakt, das sie hatten. Und das ist für mich so ein bisschen einer der einzigen Low-Points eigentlich von ihm, von diesem Jahr. Und ja, muss man schon sagen, er fährt wieder eine super Saison. Ja, und so die letzten 2 Rennen, die sie hatten, ich denke, dort ist Ungarn Verstappen rausgestochen mit dem Funkspruch, mit seinem Renningenieur, den er hatte. Wo er gesagt hat, das sei Kindergarten. Also da hat ja sein Renningenieur zu ihm gesagt. Und das habe ich schon recht krass gefunden. Also dort haben sie doch mal den Verstappen wieder ein bisschen zuweggewiesen. So alles so, hey, du kannst dir dann auch nicht alles erlauben. Der hat ja recht rumgeflucht dort. Und in Belgien ist natürlich auch ganz klar die Kollision Hamilton-Verstappen wieder. Nein, das war Ungarn. Ja, das war halt wieder das so ein bisschen das Thema gewesen, halt. Ja, alle Flashbacks an Monza 21, wer jetzt dort schuld ist und so. Ich glaube es aber in dem Fall dort, also es ist ja als Racing-Incident abgestuft worden. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn du schon mit Lockup reinkommst, hast du das Gefühl, dass der andere schuld ist. Also weißt du, was ich meine, wenn du so einen Drive ziehst, das ist so wie der Gabu in F1 21, wenn er am Tsunoda vorbeidiven und nachher abgeschossen wurde. Tsunoda! Das ist aber so der gleiche Effekt. Nein, dann musst du die Schuld bei dir suchen und nicht nachher sagen, so, ja, er hätte ja auch können und das, weil er ist schon darüber ausgeschossen, man hat es ja auch gesehen. Ja, was mich einfach mega überrascht hat, ist, dass der Karre stabil geblieben ist, dass er nicht kaputt gegangen ist. Weil, haben wir aber auch schon unter gesehen. Ja, eben, ich meine, gerade zum Beispiel Österreich, dort haben sie sich noch leicht touchiert und dann ist gerade schon Reifenpuncher und so und dort der Kopf durchgekehrt, der Karre von, weiss nicht wie hoch auch, aber da ist noch alles gut, aufhängig nicht gebrochen, nichts. Ja. Ist schon noch krass, es ist sicher ein Testament, wie stark die Autos mittlerweile sind. Ich finde das eben auch gut. Ich finde es nice, dass nicht bei jedem Zweikampf, wo ein bisschen Berührung ist, die Autos gerade voneinander fallen. Ja, das Einzige, was halt immer noch fehlt, ist, dass die Autos immer noch viel zu gross sind. Und ich finde immer noch, dass sie viel zu wenig verkleinert werden auf 26 aus, aber das ist egal. Ja, du hast schon mal einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Ja, es ist schon mal. Sie werden schon mal kleiner, sie werden schon mal leichter. Es ist etwas. Genau. Besser als nichts. Wenn du keine weiteren Punkte mehr hast, gebe ich uns sonst noch schnell einen kleinen Rundown von unserem Ranking. Ja, sicher, ja. Super. Relativ spannend. Ich habe jetzt alles wirklich notiert. Ich habe unsere Punktzahlen schnell einen Durchschnitt davon gemacht und ja, unser Mid-Season Driver Ranking sieht wie folgt aus. Wieso aus? Der Sargent 2 Punkte auf P20, Stroll 2,5 Punkte auf P19, Perez und Joe mit 4 Punkten, dann geht es zum Bottas mit 4,5 und dann der Ocon mit 5,5 und ab da merkt man langsam so ein bisschen,
wird es jetzt in der eng und es gibt viele Fahrer mit gleichen Punktzahl, nämlich Fahrer mit 6 Punkten, Magnussen, Albon und Russell. Der Ricciardo hat sich durch meinen komischen halben Punkt vorgemogelt durch die Gruppe und hat 6,25 Punkte. Alonso und Gasly auf 6,5, was ich noch erstaunlich finde beim Gasly. Und irgendwie auch an mir vorbei, wo wir beide gut bewertet haben, Tsunoda mit 7, gleich auf mit dem Leclerc. Und jetzt haben wir 4 Fahrer, die wir mit 8 Punkten bewertet haben, nämlich den Hamilton, Sainz, Norris und Piastri. Dort durch Hamilton, Norris und Piastri haben sogar beide die gleiche Punktzahl gesagt, finde ich noch cool. Und dann die Überraschung, aber macht ja auch Sinn in meinen Augen, Hülkenberg mit 8,5 auf dem zweiten Platz und Verstappen verdientermaßen mit 9 Punkten auf dem ersten Platz. Das ist unsere Mid-Season Driver Rating vom Jahr 2024. Ja, ich glaube, das ist schon völlig fair. Ich denke, wir haben nicht mal so schlecht bewertet. Und die können schon gerne. Ich glaube, bei Spotify gibt es so eine Feedback-Version oder Möglichkeit, dass ich gerne auch euch ein Feedback dort reinschreiben, beziehungsweise wenn ihr unser Ranking findet. Ich glaube, das gibt es. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und falls nicht, habe ich jetzt ein bisschen Scheiß gelabert. Aber ist auch egal. Wir laden etwa die Woche Scheiß. In dem Sinne. Sie können sie auf Instagram schreiben, nicht ja, DMs. Ja, genau. Dort auf dem Unsafe Release Podcast Instagram-Account, da könnt ihr sonst gerne einfach auch eure Meinung per DM schreiben oder einfach unter dem letzten Beitrag dort, wo wir ja noch unser Bingo am Laufen haben, wo, by the way, auch noch eine Episode eigentlich sollte kommen, mal noch jetzt in der Sommerpause. Ja. Es hat sich schliesslich aber noch viel da in den letzten paar Wochen. Ja, das ist also so. Ein paar Sachen, die wir können abhökeln. Ja, ein paar abhökeln, ein paar sogar rot machen, weil es unwahrscheinlich ist. Und dann wieder ein paar Sachen wieder nicht mehr rot machen, weil es dann doch wieder wahrscheinlich ist. Also es ist doch ein bisschen etwas gegangen. Also checkt es gerne aus auf Instagram, soll ich sagen. Und eben, da kommt dann auch noch eine Episode, auch noch mit dem Simi, dann, wo wir das nochmal genau ein bisschen besprechen, das Unsafe Release Bingo, das wir ja noch am Laufen haben. Und ja, wenn du nicht mehr weiter hast, würde ich sagen, wäre es das gewesen mit der heutigen Episode vom Unsafe Release. Ja, recht eine lange Episode, knappe 2 Stunden wahrscheinlich mit Abzug, wo wir noch etwas rauskaden. Und ja, dann würde ich mal sagen, wäre es das gewesen. Danke vielmals, dass ihr es bis dahin zugelassen habt und wir hören uns wie immer in der nächsten Episode wieder vom Unsafe Release.